Meine Damen und Herren, erleben Sie die spannendsten Momente des Karnevals. Hier ist Köln, hier ist der Gürzenich, hier ist das Original, hier ist die ARD-Fernsehsendung 2010, hier ist Karneval in Köln. Ja, meine Damen und Herren, in Kölle gebützt, so heißt das diesjährige Motto in der Session 2010 des Kölner Karnevals. Und ich han gebützt mit Vergnügen die Marie der Altstädter Köln, Katrin Basinski. Lassen auch Sie sich küssen von dieser Stadt, vom Kölschen Fasteleer. Machen Sie es sich bequem zu Hause am Bildschirm und bützen Sie das Mädchen oder der Jung, die neben Ihnen sitzen. Vielleicht hat der ein oder andere den Tatort erwartet. Aber genau wie der Kölner Karneval den Olympischen Spielen an Rosenmontag weichen musste, musste heute der Tatort den Kölner Karneval weichen. Aber ich bin mir sicher, Sie haben dafür Verständnis. Erheben Sie jetzt das Glas mit uns beiden und wünschen wir uns gemeinsam eine schöne Sitzung. Sehr zum Wohle. Und ich übergebe das Wort an den Kommandanten Kurt Nürnberg. Wir fangen an mit Tröte und Trummele, spielt für euch der Regiment Spielmannzucht der Altstädter, Kölsch-Potpourri. Da sind wir natürlich all aufgefordert, mitzusingen und zu schunkeln unter dem Kommando vom Tambourmajor Hermann Josef Thierry. Hämmerlos Jon. Vom Festkomitee, aber ganz besonders für euch, den bunt kostümierte Völkscher und vor allem den Lückscher für der Flimmerkis zur Freude jetzt der neue Tanz der Altstädter, der Kallendresser Tanz.
meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren die Altstädter Köln von 1922. Eines der insgesamt 9 Traditionschors, die wir im Kölschen Fasteleer haben. Und ich darf Ihnen vorstellen, das Tanzpaar der Altstädter. Katrin Basinski und Marc Konrad. Wir haben uns zu bedanken bei den Altstädtern mit Reimer von Hetze, Kölle, Altstädter, Festkomitee. Aber sie bleiben noch stehen, denn sie sehen nicht nur toll aus, ein tolles Bild, sondern sie haben auch kräftige Stimmen, die Altstädter, und sie sind daher genau das Richtige. Wenn wir jetzt eines der Motto-Lieder hören, die seit 30 Jahren uns Marie-Louise Nikuta schenkt, und sie hat genau das, was das Festkomitee sich vorgestellt hat, in ihr Motto-Lied umgesetzt. Freuen wir uns auf Marie-Louise Nikuta. Und wir nehmen sie den Abend, es wird richtig geschunkelt. In Köln gebützt, das Glück muss man haben. In Köln gebützt, Meerschöffinger. In Köln gebützt, war immer dran denkt. In Köln gebützt, das ist Geschenk. In Köln gebützt, das ist Geschenk. Zum Fastelovend-Viere kommet Kätzchen nach Köln am Ring. Ich trove der Peter und der ging dem Kätzchen ja nicht mehr aus dem Sinn. Hättet gebützt, et war ganz verzückt, die Liebe fing an und et ganz große Glück. Die Stadt hätt uns glücklich gemacht, das han die zwei doch gesagt. In Köln gebützt, das Glück muss man haben. In Köln gebützt, Meerschöffinger. In Köln gebützt, man immer dran denkt. In Köln gebützt, das ist Geschenk. In Köln gebützt, das ist Geschenk. Aber jetzt, hey, 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 in Köln gebützt, das Glück muss man haben. In Köln gebützt, Meerschöffinger. Die Grande Dame des Kölschen Fasteleers, Marie-Louise Nikuta. Lassen wir ausrufen auf Marie-Louise Nikuta und die Altstädter noch uns Reimer von Hetze, Kölle. Marie-Louise Nikuta, Altstädter, Martha de Fortgut. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt wollen wir eine Rede hören
Und zwar nicht irgendeine, sondern einen Meister des trockenen Humors. Freuen wir uns auf ne Knallkopf! Ja, ich bin eben mit der Bahn gekommen. Ich war gerade in die Bahn eingestiegen, kommt ein Kontrolleur. Sagte zu mir, Sie haben ja nur einen Kinderfahrschein. Ich sage, da können Sie mal sehen, wie lange ich auf die Bahn gewartet habe. Aber ich möchte Ihnen zunächst mal einen Tipp geben, nicht, dass Ihnen so geht wie mir letzte Woche. Letzten Samstag habe ich gesoffen. Am Sonntag war es mir so schlecht, habe ich gedacht, ich muss sterben. Am Montag habe ich wieder gesoffen. Am Dienstag habe ich bereut, dass ich am Sonntag nicht gestorben bin. Vorige Tage sag ich für meine Frau, sollen wir gleich mal schön Liebe machen? Ach, Sätze, lass mal doch was machen, was du auch kannst. Als ich mich dann angezogen habe, sag ich für meine Frau, am Hemd fehlt ein Knopf, der hätte sie mir gut mal annähen können. Sätze, zieh die Jacke drüber, dann sieht man das nicht. Ich sage, an der Jacke fehlt auch ein Knopf. Sätze, sag bloß, du willst wieder ohne Mantel gehen. Als ich dann gehen wollte, Sätze, solltest du unsere neuen Nachbarn treffen, mach bloß keine blöde Bemerkung. Ich sag, was meinst du denn? Ja, Sätze, du weißt doch, dass der nur ein Ohr hat. Sprech den da bloß nicht drauf an. Nee, ich sag, das mach ich nicht. Ich war gerade bei uns zur Tür raus, kommt er mir entgegen. Wie der sich mir denn vorgestellt hat, sag ich zu dem, tragen Sie Kontaktlinsen? Sagte, woher wissen Sie das? Ja, ich sag, eine Brille kann man ja nicht befestigen. Sagte zu mir, ich habe gehört, Sie haben so einen netten Freundeskreis, könnte ich mich da anschließen? Ja, ich sag, wir gehen jeden Freitag saufen. Sagte, ich trinke keinen Alkohol. Ich sag, am Samstag gehen wir alle in Freudenhaus. Sagte, das kommt für mich nicht in Frage. Ich sag, wieso, sind Sie schwul? Nee, sagte, ich bin nicht schwul. Ja, ich sag, da wird Ihnen der Sonntag auch nicht gefallen. Aber ich musste dann gehen, weil ich mal wieder zur Beerdigung von unserem Nachbarn musste. Vorher bei der Trauerfeier in der Kirche sagte der Pastor in seiner Rede, aber ein großer Kirchgänger war er nie. Sitzt einer neben mir, sagte, und wenn sie ihn heute nicht mit 4 Mann reingetragen hätten, wäre er wieder nicht gekommen. Nach der Beerdigung habe ich dann unsere Nachbarin mal angesprochen. Ich sage, wären Sie denn jetzt daran interessiert, sich einmal mit mir zu paaren? Sätze, wenn ich das tun würde, würde mein Mann sich im Grab rumdrehen. Ich sage, da machen wir eben 2-mal, dann liegst du wieder richtig. Ich bin dann noch ein bisschen durch die Stadt gegangen, sehe ich da auf einmal eine Frau, ganz allein. Bin ich einfach immer hinter der hergegangen. Plötzlich dreht die sich um, sagt, ich möchte nicht, dass Sie immer hinter mir hergehen. Ich sage, dann geben Sie mir Ihre Adresse, dann gehe ich vor. Ich bin dann danach auf kürzestem Wege direkt in meine Stammkneipe. Wie ich in die Kneipe reinkomme, sage ich für den Wirt, wie war er im Urlaub? Sagte, wir waren in Rom, da wollten wir das Kolosseum besichtigen, aber da stand nur der Rohbau. Ich sage, das ist dasselbe wie am Brandenburger Tor, da sind auch noch keine Türen drin. Ich sage, wer hat eigentlich sein Auto hier direkt so vor die Tür gestellt? Sagt, das sind die 2, die da hinten in der Ecke sitzen.
Sagte, was haben die eigentlich für ein Kennzeichen? Ich sagte, das ist ein D. Och, sagte, dann kommen die bestimmt aus Dresden. Ich sagte, D ist doch Düsseldorf. Sagte, die Düsseldorfer müssten eigentlich OF haben. Ich sagte, was heißt ein OF? Sagte, ohne Verstand. Ich sag, Verstand wird doch mit V geschrieben. Sagte, da kannst du mal sehen, was die blöd sind. Stellt sich einer an der Theke, sagt, auf der Toilette ist überhaupt kein Klopapier, da hängen nur Luftschlangen. Oh, ich sag, da muss aber eine ruhige Hand haben. Steht da noch so eine Typ an der Theke, hat der so eine ganz dicke Hals und hier vorne noch so eine dicke Knubbel. Habe ich den immer angeguckt. Sagte, wenn du mich noch mal anguckst, dann fresse ich dich auf. Ich sag, schluck da erstmal der andere runter. Auf einmal brüllt einer eine Runde für alle. Ich sag, was ist passiert? Sagt, ich bin jetzt beruflich wieder versetzt worden. Ja, ich sag, das hast du ja in der Schule nie erlebt. Mischt sich einer ein, sagt, ist gut, dass ich da nichts mit zu tun habe. Ich sag, wo arbeitest du denn? Sagt er, nirgendwo. Ich sag, was tust du denn? Sagt er, nix. Ja, ich sag, lohnt sich das denn? Ja, sagt er, sonst täte ich das nicht. Ich sag, wem gehörst du eigentlich? Sagt, ich bin nicht verheiratet. Ich sag, warum nicht? Nee, sagt, ich lebe da zu Hause mit 2 Schwestern zusammen und die tun mich richtig gut versorgen. Ja, ich sag, aber Schwestern können doch keine Ehefrau ersetzen. Sagt, wieso? Das sind doch nicht meine Schwestern. Ja, als ich dann später aus der Kneipe rauskomme, kommt da einer mit dem Fahrrad, hatte mich umgefahren. Ich sag, bist du blind? Sagte, wieso? Ich hab dich doch getroffen. Und wie ich nach Hause bin, ich dann noch schnell bei uns in der Metzgerei. Sag ich für den Metzger, ich hätte gern den Fisch, der da vorne liegt. Sagte, das ist Leberwurst. Ich sag, wie der heißt, interessiert mich nicht. Als ich dann endlich wieder zu Hause war, hat meine Frau schon auf mich gewartet. Sie sagt, hast du auch die 10 Brötchen mitgebracht? Ich sage, das sind so ja 11 Stück in der Tüte. Sagt sie, warum das denn? Ich sage, die Verkäuferin hat zu mir gesagt, ich tue Ihnen eins mehr rein, weil Sie nicht so schön sind. Guckt meine Frau mich an. Ja, ich sage, wenn du gegangen wärst, würde uns jetzt eine halbe Bäckerei gehören. Seht ihr, ich habe heute auch die Fotos von unserer letzten Geburtstagsfeier abgeholt, aber auf den Bildern sehe ich richtig alt aus. Hier, ich sage, das ist ja auch ein guter Apparat. In dem Moment scheltet bei uns, war das so ein Ehepaar, das haben wir mal im Urlaub kennengelernt. Seht ihr, wir haben euch so lange nicht gesehen, jetzt kommen wir gerade hier vorbei, da wollten wir euch mal kurz besuchen. Och, ich sage, das wäre aber nicht nötig gewesen. Ich sag, seid ihr mit dem Auto, da muss ich euch was zu trinken anbieten. Nee, sagt ihr, wir wollen euch nicht stören. Ja, ich sag, das fällt dir aber später ein. Aber dann hat meine Frau noch so eine große Schale mit Erdbeeren auf den Tisch gestellt. Da haben die sich jeder direkt eine genommen. Sagte, die ist aber lecker. Da habe ich die Schale wieder weggestellt. Ich sag, die anderen schmecken genauso. Ja, als sie dann endlich weg waren, habe ich meine Frau zum Essen eingeladen. Sind wir in so ein Restaurant gegangen. Wie wir da eine Zeit lang gesessen haben, sage ich auf einmal für den Ober, Herr Ober, kennen wir uns nicht?
Nee, das wüsste ich nicht. Ich sag, wir haben doch vor 2 Stunden bei Ihnen mal zu essen bestellt. Als er dann endlich das Essen bringt, sag ich, die Suppe ist ja ganz kalt. Ja, sagt er, die haben sie ja schon vor 2 Stunden bestellt. Wie wir wieder draußen waren, sagt meine Frau, Mensch, was war das ne miese Laden? Der Ober so lahm, die Suppe so kalt, das Fleisch so zäh. Ja, ich sag, wenn wir nicht abgehauen wären, hätten wir doch noch bezahlen müssen. Als wir dann wieder zu Hause waren, bin ich direkt in mein Zimmer gegangen. Ich habe jetzt bei uns zu Hause ein Zimmer für mich ganz allein. Vorher da sag ich für meine Frau, aber immer wenn ich mich abends ausziehe, können die Leute von jedenüber genau bei mir in das Zimmer gucken. Du musst mir mal einen Vorhang vor das Fenster machen. Sätze, wenn die dich einmal gesehen haben, brauchst du da keinen Vorhang mehr dran zu machen. Ich sag, warum nicht? Sätze, machen die sich selbst einen dran. Zuletzt sage ich, weißt du was? Nächste Woche fahren wir in Urlaub, fliegen wir nach Spanien. Sätze, wir müssen an unsere Schulden denken. Ich sage, das können wir doch in Spanien auch. Aber wir sind dann nicht drin in den Urlaub gefahren. Aber nach 3 Tagen hat sie mich angerufen. Sätze, da wo du bist, sind doch Frauen. Ich sage, ja, aber die wollen all Geld haben. Sätze, gibt nicht mehr wie 30 Euro. Ich sage, was soll das denn heißen? Ja, Sätze, mehr kriege ich ja auch nicht. Ja, so hat im Leben alles seine Zeit. Heute Freud und morgen Leid. Doch dass ihr verschont bleibt von Sorgen und Schmerzen, das wünsche ich euch einen Knallkopf von ganzem Herzen. Dankeschön. Tschüss zusammen. Ja, liebe Freunde des Kölschen Fasteleers, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein Meister des trockenen Humors unter dem Namen oder unter der Maske des Knallkopf verbirgt sich Dieter Röder. Es ist eine ganz tolle Leistung, die Alltäglichkeiten des Lebens zu beobachten, aufzugreifen und das dann in sogenannte Zwei-Satz-Witze hineinzubringen. Auf ne Knallkopf, Dieter Röder, Dreimer von Hetze, Kölle! Ne Knallkopf, WDR! Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, jetzt erleben Sie eine Musikgruppe, die uns schon seit etlichen Jahren mit mal anderen Rhythmen verwöhnt und sich kleidet im Stil der 20er Jahre. Freuen wir uns auf die Klüngelköpfe! Hallo zusammen! Ich würde sagen, wir stehen mal hier auf, so in der Mitte und da hängen hoch. Ja, 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 ja. Und jetzt laden wir euch in zu unserer Kölsche Nächte. Kölsche Nächte sind herrlich, Kölsche Nächte sind gefährlich, Kölsche Nächte sind sterneklar. Und mir Jäcke Trecke durch die Straße, so wie jedes Jahr. Hey! Kölsche Nächte sind herrlich, Kölsche Nächte sind gefährlich, Kölsche Nächte sind sterneklar. Und der Jäcke trinkt durch die Straßen so wie jedes Jahr. Kölsche Nächte sind herrlich, Kölsche Nächte sind gefährlich, Kölsche Nächte betrinken durch die Stadt. Und wenn die Stimme trinken, dann kommst du jeden Tag. Hey!
Kölsche Nächte sind herrlich, Kölsche Nächte sind gefährlich, Kölsche Nächte sind schnell gekommen und wir jede Flecke durchgeschlossen sind wie jedes Jahr. Kölsche Nächte sind herrlich, Kölsche Nächte sind gefährlich, Kölsche Nächte betrinken durch die Stadt und wenn ich den Getränke dann so bist du wieder da. Morgen ist es vorbei, doch grad ist uns einerlei. Die Nacht, die fängt nicht an, ist morgen kräht der Hahn. So, und jetzt singen wir das ganze Ding mit euch zusammen. Kölsche sind Kölsche Nächte sind herrlich, Kölsche Nächte sind gefährlich, Kölsche Nächte betrinken durch die Stadt. Und wenn ich den Getränke kann, komm ich nur die Hütte. Hey, wenn ich den Getränke kann, komm ich nur die Hütte. Hey, wenn ich den Getränke kann, komm ich nur die Hütte. Hey, hey! Ja, liebe Freunde des Fasteleers, wir haben uns zu bedanken bei den Klüngelköp, die nur so sprühen von Musikalität. Lassen wir ausrufen auf die Klüngelköp. Dreimal von Hetze, Kölle! Klüngelköp! WDR! Herzlichen Dank! Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf auf das Herzlichste begrüßen den ersten Bürger unserer Stadt, nämlich unseren neuen Oberbürgermeister Jürgen Rothos mit seiner lieben Frau Angela. Herzlich willkommen! Ebenso herzlich willkommen darf ich natürlich auf der Fernsehsitzung die WDR-Intendantin des Westdeutschen Rundfunks, Monika Piel, und natürlich Herrn Roger Hunt. Herzlich willkommen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich Ihnen jetzt ihn beschreibe, dann wissen Sie schon, wer wahrscheinlich kommt. Er hat blonde Haare, immer einen adretten Anzug an. Und wenn ich dann noch sage, aus welchem Kölner Vorort er kommt, nämlich aus Köln-Porz, dann wissen Sie und dann verstehen Sie Spaß, denn es kommt der Mann für alle Fälle, Guido Kanz. Morgen! Wie ist es? Das sieht ja schön aus. Grüße, Herrn Kapellmeister, lieber Markus. Schick heute mit Krätzchen. Du bist so ein Mützengesicht auch, ne? Ja. Ja, das Motto, meine lieben Fernsehzuschauer, wir haben ja jetzt ein paar anstrengende Karnevalstage hinter uns, ist ja dieses Jahr in Köln Jebütz. Das war ein Riesenerfolg, Sessionsauftakt auf dem Höhepunkt der Schweinegrippe. 70.000 Leute waren in Köln am Heumarkt. Wer hat sich impfen lassen? Keine Sau. Oh, Entschuldigung, doch. Also ich nicht. Selbst Amy Winehouse hat sich nicht impfen lassen. Gut, wenn die Dame eine Nadel im Arm hat, ist das auch keine Impfung, sondern ein Promi-Dinner. Da hast du ja Panik gehabt, einem die Hand zu geben. Wenn einer genießt hat, Atschi! Hast du nicht Gesundheit gesagt, sondern ein Schwein gehabt. Und wenn man Pipi machen wollte, durfte man am Heumarkt auf so ein super Dixie-Klo. Da ist mir klar geworden, warum vorne auf der Tür Toi Toi draufsteht. Ein Kumpel von mir, der Ralf, hat gesagt, er wäre auf so einer öffentlichen Toilette in der Altstadt gewesen. Er hat gesagt, das wäre Wahnsinn. Er hatte echt Angst, die Schweinegrippe springt ihn förmlich an. Der hat extra 2 Meter Abstand zum Becken gehalten. Sagte zwischendurch, muss ich sogar aufhören. Sag ich, warum das denn? Ja, wollte einer vorbeigehen. Ich habe eine Sache noch zu klären, auch für die Fernsehzuschauer zu Hause, meine Damen und Herren. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal im Karneval sagen werde. Ich bin im letzten Jahr in den Stand der Ehe getreten.
Dankeschön. Ja, die Anteilnahme war sehr gut gerade. Wie lange ist denn unser wie lange seid ihr zwei schon verheiratet? Familie Rüttgers? 28? Wow. Ich habe gelesen, Männer, die länger als 25 Jahre verheiratet sind, stehen auf ausgefallenen Sex. Also Montag ausgefallen, Dienstag ausgefallen, Mittwoch, Donnerstag auch, Freitag. Das ist Wahnsinn, ne? Das geht ja noch. Ich habe eine Frau jetzt bei einer Damensitzung getroffen, die war 40 Jahre verheiratet, seit wie? Montag, Dienstag, Mittwoch, Januar, Februar, März, April. Meine Frau kommt übrigens nicht aus Köln. Nein, nicht aus Düsseldorf, lieber Jean. Da habe ich schon aufgepasst. Haben wir den Düsseldorfer heute Abend hier bei der Fernsehsitzung? Hallo. So sehen die aus. Ja, herzlich willkommen hier in Köln. Das einzige Problem, was wir hier mit euch haben, wir trinken eben gerne Kölsch und ihr habt ja diese Möbelpolitur. Alt ist schon schwierig für uns. Ich war letztens eingeladen in Düsseldorf. War sogar umsonst, ging gar nicht. Gott sei Dank hatte ich einen Laptop mit, da kannst du wenigstens reagieren. Alt, entfernen, dann ging's. Ja, es ist sehr schwierig. Aber diese Konkurrenz ist nun mal da. Ich habe das gelesen, es war vor Weihnachten, dass ein Düsseldorfer bei einem Arbeitsunfall sein rechtes Ohr verloren hat. Der ist direkt ins Krankenhaus, der Arzt war sehr nett. Ich sagte, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht, wir haben einen Organspender für Sie gefunden. Die schlechte Nachricht, der Mann kommt aus Köln. Hat der Düsseldorfer gesagt, ist mir egal, wo der herkommt, nähen Sie mir das Ohr bitte wieder dran. 36 Stunden nach der OP hat der Zimmernachbar zum Arzt gesagt, Herr Doktor, ich habe eine Frage. Der Kollege aus Düsseldorf, ich habe den länger nicht gesehen. Haben Sie den an das Zimmer gepackt? Sagt er, nein, der ist verstorben. Das Ohr hat den Körper abgestoßen. Meine Frau kommt aus Hessen. Ja, ein Hesse-Mädchen. Früher habe ich auch gesagt, alle Hesse sind Verbrecher, denn sie klauen Aschebecher. Mittlerweile liegt man nebeneinander. Nette Leute, diese Bembel-Fraktion. Ihr sagt ja auch gar nicht Schweinegrippe, ihr sagt ja, ich hab de Wutze-Schnubbel. Aber die Kerstin hat sich gut eingelebt. Die hat gesagt, Köln ist eine tolle Stadt. Es stimmt ja auch. Hier ist immer Stimmung. Wir schunkeln das ganze Jahr durch. U-Bahn bauen können wir nicht so gut, aber sonst super. Es ist immer Karneval, ne, in Köln, oder? Christopher Street Day im Sommer ist wie Fastelovend. Selbst Köln-Marathon bin ich auch schon gelaufen, habe jetzt im Oktober moderiert. Ist wie Karneval. Rainer Kallmund ist sogar mitgelaufen. Das ist kein Quatsch, der Dicke war dabei. Nicht die ganze Strecke, das wären 3 Übernachtungen Frühstück gewesen. Promi-Staffel, 8 Kilometer. Kurz vor der Deutzer Brücke haben sie ihn rausgewunken, die hat ein bisschen Angst wegen der Schwingung, glaube ich. Und heiraten ist auch in Köln wie Karneval. Wir hatten einen sehr bekannten Standesbeamten, den wird vielleicht der ein oder andere hier im Publikum kennen. Günther Stommel. Lustiger, netter Mann, der einem so die Nervosität nimmt, wenn man vorne am Tisch sitzt. Kurz bevor man sich die Ringe übergibt, kam der ganz feierlich zu mir und sagte, Guido, jetzt könnt ihr entscheidende Frage. Deal or no deal? Also ich hatte Spaß, bei meiner Frau ging's so. Kirche war toll, Willibert Pauls hat die Messe gehalten, war sehr, sehr schön. Das einzige Problem, was ich hatte, ich bin so ein Romantiker. Wer hat sich das denn mit der Hochzeitsnacht ausgedacht? Also bei uns war es morgens 5:30. Ich hatte so Füße, locker 2,5 Promille, hab noch schnell eine Unfallversicherung abgeschlossen, weil meine Frau über die Schwelle getragen werden wollte. Hab sie aufs Bett gelegt, dachte, boah, jetzt passiert bestimmt was Besonderes, Hochzeitsnacht. Es ging auch direkt los. Sie sagte, kannst du mal die Nadeln aus meiner Steckfrisur rausziehen? Ich habe mitgezählt, es waren 48 Stück. So eine Mischung aus Käseigel und Mikado. Was soll man sagen, genadelt haben wir, mehr war nicht. Morning has broken. Früher mal Cat Stevens, jetzt
Yusuf Al und so. Ja, so war es bei uns auch. Wir haben uns aber nett unterhalten bis morgens. Besser als bei einem Freund von mir, der hat in einer Hochzeitsnacht richtig Ärger bekommen. Der hat zu seiner Frau gesagt, Schatz, ich muss dir was sagen, ich bin farbenblind. Sie sagte, ja, ich muss dir auch was gestehen, ich komme nicht aus Gera, ich komme aus Ghana. Nein, Quatsch. Ich habe mich sehr nett mit meiner Frau auseinandergesetzt und da ist mir eine Sache klar geworden. Ich glaube, Frauen haben eine gewisse Erwartungshaltung an uns Männer, dass so eine Ehe vernünftig läuft. Und ich glaube, es sind 5 Punkte. Wir können das mit den Damen gerade mal durchsprechen. Ich glaube, Punkt 1, Frauen wünschen sich Männer, die im Haushalt helfen, kochen können und viel Geld verdienen. Stimmt? Nehmen wir? Gut. Punkt 2, ein Mann, dem man vertrauen kann, der einen nicht belügt. Ehrlichkeit ist, glaube ich, ganz wichtig über Jahrzehnte. Punkt 3, einer, mit dem man Spaß haben kann, der einen zum Lachen bringt. Humor ist, glaube ich, wichtig. Jetzt bin ich gespannt. Einer, mit dem man Spaß im Bett haben kann. Sehr schön, die Ecke da drüben, hallo. Und der 5. Punkt ist, glaube ich, entscheidend, dass die 4 Typen nichts voneinander wissen. Wenn ich das sehe, die Mädels, da brechen ja Welten zusammen. Bei mir ist ja noch frisch. Als wir geheiratet haben, war im Sommer, da hatten wir noch gar nicht gewählt. Da war noch große Koalition und man muss ja wirklich mal ein Kompliment sagen. Dieser Wahlkampf war ja der Hammer. Ne? Sowas von spannend. Das Größte war dieses Kanzlerduell. Ich weiß noch, wer es im Kopf hat. Auf der einen Seite saß Angela Merkel, die Lady Gaga der CDU. Daneben Frank-Walter Steinmeier, dieses Temperamentsbündel. Dagegen war Rudolf Scharping so ein richtiger Latin-Lover. Gott sei Dank, haben die im Studio gesessen. Wenn die draußen gewesen wären, hätten die Leute gesagt, wie Kanzlerduell, das ist Bauer sucht Frau. Ja, es ist so. Ne? Oder? Ein bisschen. Wahnsinn. Man kann eigentlich sagen, meine Ehe ist wie die neue Regierung in Berlin. Mutti hat das Sagen und daneben steht ein Guido. Wir müssen uns mal überlegen, wen wir da gewählt haben im September. Wer in der Regierung sitzt. Wir haben an der Spitze eine ostdeutsche Pfarrerstochter, einen Homosexuellen, eine 7-fache Mutter, einen Adligen und ein vietnamesisches Adoptivkind. Das ist unsere Regierung. Wenn du sowas vor 50 Jahren sehen wolltest, hättest du auf Pützchens Markt fahren müssen. Mein Lieblingsminister ist unser Wirtschaftsminister, Rainer Brüderle. Das ist einer von uns. Der hat auch Durst. Ne? Ist ja der erste Politiker nach Walter Scheel, der sogar ein eigenes Lied hat. Trink, trink, Brüderle, trink, lass doch die Sorgen. Mit Kabinett kennt er sich aus. Und die FDP, das ist eine super Partei, die haben so ein neues Steuerkonzept entwickelt, was sehr gut angekommen ist. 20% auf alles, außer Tiernahrung. Und ich meine, mein Namensvetter, der Guido, hat der Karriere gemacht. Vizekanzler und Außenminister, Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wenn er zum ersten Mal nach Frankreich fliegt, da wird sich Carla Bruni ein bisschen umstellen müssen. Das ist der erste Politiker, der nach Paris kommt, sie gar nicht so toll findet, aber ihren Mann ganz schnuckelig. Aber man muss doch mal nachfragen dürfen, wer ist denn auf die Idee gekommen, dieses Englischtalent als Außenminister vorzuschlagen? Wobei es einen Politiker gibt, der im Englischen noch viel besser ist. Günther Oettinger. Hey. Das ist ja wohl großes Kino, oder? Originaltext. As we say in my country, Baden-Württemberg, we sitting all in the same boat. Hä? Da hat sogar Mr. Westerwave gesagt, my dear Mr. Singing Club, mein lieber Herr Gesangverein. Ich meine, der Westerwelle hätte doch einen ganz anderen Job haben müssen, er hätte Verteidigungsminister werden müssen. Da wäre endlich mal Zucht und Ordnung in der Truppe gewesen. Der wäre zum ersten Mal in seinem Leben in eine Kaserne reingekommen, Schwesterwelle lässt antreten.
Alle stehen in Reihe und Glied. Der Guido hätte Spaß gehabt. Der wird den Spieß umdrehen, du. Ach so, haben wir eigentlich Schweizer heute Abend hier? Grüezi miteinander, die Schwarzgeldfreunde. Wer hat's erfunden, hä? Sind einige ein bisschen nervös gerade, wa? Hat jetzt Schäuble eigentlich die goldene Platte da gekauft oder nicht? Haben wir, ne? Ja. Ich glaube, das letzte Mal, dass so viele Leute Angst vor einer Veröffentlichung einer CD hatten, war, als Hansi Hinterseher sein neues Album präsentiert hat. Das geht aber, ne? Hast du gesehen? So ein bisschen Musikantenstadel hier gerade. Wahnsinn. 1500 Steuersünder auf einem Haufen. In Köln nennt man sowas Prinzenproklamation. Oh, wir haben Betroffene hier, merke ich gerade. Also, was ich schade finde, Gabriele Pauli, kennt vielleicht der eine oder andere noch. Die war damals bei der CSU, tolle Frau. Hatte sich ja selbstständig gemacht mit einer eigenen Partei, der Freien Union. Die haben es leider nicht bis zur Bundestagswahl geschafft. Ich hätte die direkt angekreuzt. Tolle Frau. Und die hat irgendwann, das ist kein Quatsch, Kaderloth als Frauenbeauftragte dieser Partei präsentiert. Und ich sagte, das ist eine schöne Idee, dann kommt noch Franjo Pot als Wirtschaftsexperte dazu. Haben die eine schöne Mannschaft zusammen? Ich meine, Kaderloth ist ja eine eloquente junge Dame. Ne? Die geht davon aus, Hartz IV ist ein Film mit Bruce Willis. Wie soll man das sagen, IQ unter Zimmertemperatur oder wie die Österreicher sagen, ja, die ist 2 Meter überm Schädel, immer noch deppert. Oh, wirklich. Wahnsinn. Und auch internationalpolitisch. Barack Obama gewinnt den Friedensnobelpreis. Wir Deutschen haben nachgezogen. Literaturnobelpreis für Hertha Müller. Wer hätte gedacht, dass im letzten Jahr Hertha überhaupt noch irgendwas gewinnt? Und die Italiener, da muss ich ja sagen, da ziehe ich ja den Hut. Allora tutti. Mit Berlusconi als Staatschef musst du wirklich Spaß verstehen. Ich meine, der hat sich wegen einer 18-Jährigen scheiden lassen. Da haben selbst die Italiener gesagt, allora, erster kommt die Schweinegrippe, jetzt Lothar Matthäus-Virus, aufpasse, Ich meine, wegen einer 18-Jährigen. Meine Frau ist 7 Jahre jünger, finde ich super. Müntefering hat eine Frau geehelicht, die ist 40 Jahre jünger. Was ist das denn? Der ist 10 Jahre älter als sein Schwiegervater. Hä? Das ist kein Quatsch. Ja, wird natürlich noch getoppt durch meinen alten Kumpel Jopi Hesters. Jopi ist zurzeit 106. Simone ist 46 Jahre jünger. Wahnsinn, als sie eingeschult wurde, hätte der in Frührente gehen können. Wobei ein bisschen unfair, 106, da gibt es ja keine Gleichaltrigen mehr, aber er ist noch rüstig, ne, in seinem Alter, gerade auf Tournee, mit einem sehr schönen Programm hier in Köln, Körperwelten, einfach mal reingehen. Ja. Ich glaube, der ist Holländer, ne, oder? Ja. Aber Holländer haben wir heute nicht hier in Köln. Du lieber Gott. Hallo, lassen wir alles rein? Ja, ne? Ja. Ich bin gespannt, ob die PKW-Maut demnächst kommt. Dann zahlt ihr mit Wohnwagen doppelt auch, ne? Oder? Holländer auch? Wie sagt man hier in Deutschland so schön? Schwarze Schrift auf gelbem Grund, halte Abstand, bleibst gesund. Aber das ist halt hier in Köln, ist alles möglich. Ist der Kollege aus Holland denn auch verheiratet? Ja? Hast du dein Altargeschenk dabei? Ist die Frau gar nicht da? Also ja. Mit den Klotschen ist auch blöd hier hin. Ich hätte einen Tipp für dich. Pass auf, meine Frau und ich haben ein bisschen Angst, dass es langweilig wird. Wir haben uns was sehr Schönes ausgedacht. Wir machen das jetzt so, der als erster abends nach Hause kommt, kann bestimmen, was es zu essen gibt. Das ist super. Müsst ihr alle mal ausprobieren. Ich war als erster dran, hatte alles vorbereitet. Kam die Süße nach Hause und sagt, Schatz, was gibt's denn zu essen? Da hatte ich den alten Tigertanga noch mal aus dem Schrank geholt. Hab mir so eine Rose zwischen die Zähne genommen. Sagt, Schatz, heute Abend gibt es nur Schaum, Wein und Liebe.
Das 5-Gänge-Menü all-inclusive. Ein super Abend. Jetzt habe ich schon gedacht, mal sehen, was sie sich morgen Abend einfallen lässt. Bin so ein bisschen später nach Hause gekommen, Tür auf, habe schon mal gerochen. War aber nix. Sag, was gibt es denn zu essen? Da kommt die um die Ecke, die Haare durcheinander, Make-up verschmiert, sagt, heute gibt's nur die Reste von gestern. Bin mal gespannt, wann meine Frau demnächst vor mir steht und sagt, wir sind bald zu dritt. Ich sag, boah, bist du schwanger? Nee, meine Mutter zieht bei uns ein. Weil du bist ja auch Papa, ne, Markus? Jetzt sind wir mal gespannt. Unser Kapellmann, wie viele Kinder hast du? 4? Der Fruchtzwerg, guck mal. Ehrlich? Quattro stagioni. Wir noch nicht, wir üben noch. Aber die kriegen alle Kinder. Hier, unser Prinz in Köln ist während der Session Papa geworden. Der Kleine heißt Matteo. Schöner Name, ne? Claudia Schiffer wird zum 3. Mal Mama, habe ich gelesen. Heidi Klum ist zum 4. Mal Mutter geworden. Das erste Kind war noch von Flavio Briatore. Jetzt war zum 3. Mal Ziel zuständig. Die Kleine hat einen süßen Namen. Die heißt Lusolola. Lusolola. Passt auch schön zum Nachnamen. Klum. Obwohl, die heißt gar nicht mehr so, ne? Die heißt jetzt... Wie heißt sie denn eigentlich? Seal oder was? Überleg mal, der hätte den Sohn Per genannt, wenn die einen hätten. Das wäre auch blöd, ne? Aber... Naja. Nein, meine nur. Wie macht das Heidi Klum eigentlich, dass die 8 Wochen nach der Entbindung wieder so schlank ist wie ein Mikrofonständer? Ich weiß nicht, ob die Zuschauer die alle gesehen haben. Im 9. Monat hatte Heidi so eine Pocke, so einen Bauch. In der Politik hätten die gesagt, sie trägt ein schwarzes Überhangmandat mit sich rum. Johannes B. Kerner ist auch zum 4. Mal Papa geworden. Da sieht man doch, was Geflügelwurst und Mineralwasser so möglich macht. Seitdem ich das weiß, haue ich mir jeden Tag 3 Kilo rein. Oh. Eierlegen klappt schon, der Rest hoffentlich auch. Jetzt bin ich gerade draußen gefragt worden, sag mal Guido, warum hast du denn jetzt geheiratet mit 38? Es gibt 2 Gründe. Der erste Grund, ich hatte lange Zeit Respekt vor dem Junggesellenabschied, weil das artet ja komplett aus. Eine arme Sau läuft immer im Hühnerkostüm rum. Das ist meistens der Bräutigam, da hatte ich gar keine Lust zu. Und da musst du mal sehen, was abends los ist in Köln, wenn die Junggesellenabschied feiern, die Burschen. Da wird gesoffen, auf die Fresse gehauen, rumgegrölt. Für viele ist das Junggesellenabschied, für Rudi Assauer normales Wochenende auf Sylt. Und der zweite Grund, warum ich geheiratet habe, ist einfach, ich musste ein Versprechen einlösen. Es war vor einiger Zeit, kann man glaube ich erzählen. Mich hatte eine verheiratete Frau angesprochen und hat gesagt, Guido, komm ich mal besuchen. Tagsüber, da ist mein Mann auch gar nicht da. Problem war, Schlafzimmer im 1. Stock. Würde ich heute von abraten. Man war damals jung, wir haben so ein bisschen geküsst. Nach 10 Minuten sagt die Haustür. Mein Mann, ich gehe runter, versuche den abzulenken. Guido, tu was. Dann stehst du da, nackt im 1. Stock. Guido, tu was. Was machst du denn da? Ich habe ein Stoßgebet losgelassen. Sagt, lieber Gott, wenn ich das überlebe, werde ich sesshaft und werde bald heiraten. Da stand der Kollege auch schon vor mir. 1,95, 120 Kilo. Sympathieträger. Was machst du da? Ich stand nackt vor dem, hab so ein bisschen in die Hände geklatscht, um den abzulenken. Wie so ein Flamenco-Tänzer für sozial schwächer Gestellte. Sagte, wer sind Sie denn? Hab ich gesagt, Kanz, Umweltamt der Stadt Köln. Ich bin der Kammerjäger. Ich bin gerufen worden wegen Ihres Mottenproblems. Er sagt, das ist interessant, Sie sind aber nackt. Sag ich, kannst du mal sehen, wie aggressiv die in diesem Jahr sind? Spanien! Zum Abschluss möchte ich eine Sache noch loswerden. Ich habe so eine private Umfrage gemacht und glaube, wenn man länger verheiratet ist, sucht man sich wahrscheinlich irgendwann ein schönes Hobby. Es gibt Leute, die haben Musik als Hobby, das muss sehr schön sein. Karneval ist ein schönes Hobby. Ich spiele noch ein bisschen Fußball. Ich habe aber einige Kumpels, die sind alle so 10, 15 Jahre verheiratet. Die haben jetzt angefangen zu angeln. Das ist allerdings ganz bitter. Wobei die gesagt haben, du, einmal im Jahr mit 8 Kästen Bier macht Spaß.
Die haben sich donnerstags abends getroffen und gesagt, wir sehen uns am Samstag um 6:30 in Much, gar nicht weit von hier, am Angelteich, bitte pünktlich. Waren auch alle einverstanden, bis auf Karl-Heinz. Der hat gesagt, es geht nicht. Genau am Wochenende, Hochzeitstag, ich kann leider nicht mit. Sagt die Kalla, wir gehen einmal im Jahr angeln. Sagt er, es geht wirklich nicht. Jetzt kommen die samstags morgens um 6:30 an die besagte Stelle. Wer sitzt da? Karl-Heinz. 2 Angeln im Wasser, Flasche Kölsch in der Hand. Sagten die, hallo, haben wir was verpasst? Ich dachte, du kannst nicht wegen deiner Frau. Er sagt, da habe ich auch gedacht. Aber als ich Donnerstagabend nach Hause gekommen bin, habe ich mich kurz ins Wohnzimmer gesetzt, mach den Fernseher an. Auf einmal hält mir jemand von hinten die Augen zu. Drehe ich mich rum, steht meine Frau hinter mir, hat aber nichts gesagt, habe mich so an die Hand genommen, langsam ins Schlafzimmer reingezogen. Da waren überall so Kerzen aufgestellt. Ich dachte, was wird das? Dann drückt die mir original ein paar Handschellen in die Hand, sagt, Schatz, jetzt kettest du mich ans Bett und dann kannst du machen, was du willst. Ich bin seit gestern hier, Petri Heil. In der Not, Jonna, 100 und der Not, echte Gründe, stand zusammen, so wie Meine Damen und Herren, ich darf mich bedanken bei einem tollen Publikum, die verheiratet sind. Ich bin ja jetzt mit dabei, wir schaffen das, wir halten durch. Behalten Sie die gute Stimmung und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, auch hier ist es richtig, dass Sie aufgestanden sind, denn Guido Kanz ist ein Talent, nicht ein Talent, sondern jemand, der Pointen so hintereinander abzünden kann. Das ist schon eine ganz tolle Leistung. An die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, weg! Kommando 1, 2, 3, weg! Kommando 1, 2, 3, weg! Jahr für Jahr landen Sie einen neuen Hit und das liegt daran, weil Sie ein Garant sind für eingängige Melodien. Freuen wir uns auf die Räuber! Wer hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert? Wie ist das geschehen? Was ist da passiert? War ich in Hypnose? Hat UFO mich entführt? Wer hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert? Ich traf sie in der Kneipe und fällt's mal wieder ein. Sie war in Baggerspitze und ich war nicht aus Stein. Sie sprach, ich geb dir alles, was du schon lang vermisst. Und außerdem noch etwas, was du nie mehr vergisst. Und außerdem noch etwas, was du nie mehr vergisst. Da hat sie mir die Rose. Wohin? So ist das geschehen, ja so ist das passiert. Ich war blau wie ein Veilchen, da hat Rosi mich verführt. Ja und was dann mir die Rose auf den Hintern tätowiert. So jetzt seid ihr dran, sie hat mir das geschehen, ja so ist das passiert. Ich war blau wie ein Veilchen, da hat Rosi mich verführt. Ja und was dann mir die Rose auf den Hintern tätowiert. Ja und was dann mir die Rose
kaffeebraune Augen und saß allein in der Espresso-Bar. Zuerst da wollte ich es gar nicht glauben, weil ich vorher noch nie was Schöneres sah. Nach kurzer Zeit ging ich zum Angriff über. Ich sagte nur Hallo, da lachte sie. Dann rutschte ich ganz nah zu ihr hinüber. Und irgendwie kam meine Hand dann an ihr Knie. Da sagte sie, pack den Rucksack ein, ich bin wie der Mount Everest. Wunderschön anzusehen, doch wer ihn kennt, der weiß, wie schwer er sich erobern lässt. Und pack den Rucksack lieber ein und lass es sein. Ach oh, schade, das ist aber schade. Wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Schade, das ist aber schade. Einer muss immer verlieren. La 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 la. Sechs Jahre später sah ich sie dann wieder auf einem Maskenball in Würzebich. Als Sexy-Teufelchen im schwarzen Mieder sah sie mich an, doch sie erkannte mich nicht. Wir tranken ein paar Wodka und wir tanzten ganz eng bis in den neuen Tag hinein. Dann sagte sie, ich würde jetzt viel lieber mit dir nach Hause gehen, bringst du mich noch heim? Da fiel mir ein, pack den Rucksack ein, ich bin wie der Mount Everest. Wunderschön anzusehen, doch wer ihn kennt, der weiß, wie schwer er sich erobern lässt. Und pack den Rucksack lieber ein und lasst es sein. Achtung, schade, das ist aber schade. Wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Schade, das ist aber schade. Einer muss immer verlieren. Pack den Rucksack ein, ich bin wie der Mount Everest. Wunderschön anzusehen, doch wer ihn kennt, der weiß, wie schwer er sich erobern lässt. Und pack den Rucksack lieber ein und lasst es sein. Achtung, schade, das ist aber schade. Wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Schade, das ist aber schade. Einer muss immer verlieren. Schade, das ist aber schade. Wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Schade, das ist aber schade. Einer muss immer verlieren. Einer muss immer verlieren. Einer muss immer verlieren. Wenn man jung ist, flücht man in der Wälder raus wie ein Duf und sögt sie Glück. Aber jedes Düfchen, das noch flehen kann, das flücht irgendwann zurück. Ja, wir haben so manches um der Erde gesehen, waren he und waren da. Fröscht wir uns, ins Wohn dann am schönsten war, sagen wir, das ist doch klar. In Kolonia, Kolonia, woanders kann es auch nicht schöner sein. Was doch passiert, egal was doch noch kommen kann, unser Herz, das schlägt am Ring. Hey! Unsere Sonne schenkt, das sind die Menschen, ganz egal, auf arm, auf reich. Und die Nähten auch zu Osterkölnion, so wie du und so wie ich. In Kolonia
anders kann der Druck den Schulter sind. War doch passé, egal was doch noch kommen kann. Unser Herz, das schlägt am Ring. In Kolonia, Kolonia, woanders kann der Druck den Schulter sind. War doch passé, egal was doch noch kommen kann. Unser Herz, das schlägt am Ring. Und das wird nie anders sind. Denn nur hey, gehörtet hin. Hier steht eine Gruppe, die Räuber, die so viel Erfolg haben, weil sie einen unverwechselbaren Stil haben. Und denen geben wir nicht nur einen Orden des Festkomitees mit, sondern auch eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Auf die Räuber, Drämer von Hetze, Kölle. Die Räuber, WDR. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, jetzt kommt einer der Höhepunkte einer jeden Sitzung, nämlich wir empfangen das Kölner Dreigestirn 2010. Kölle! 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 Und der Bauer Hubert Krämer von Hetze, Kölle! 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 Und natürlich seine Tollität, Markus der Erste, Krämer von Hetze, Kölle! 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 Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier steht der Stolz von ganz Köln, nämlich das Kölner Dreigestirn 2010. Und sie werden dieses Jahr gestellt von einer der jüngsten Karnevalsgesellschaften, nämlich den großen Braunsfelder. Er ist 34 Jahre alt und diese Gesellschaft ist natürlich genauso stolz auf das Trifolium. Und jetzt darf ich Ihnen vorstellen, in der Mitte seine Tollität, Markus der Erste, Markus 10 Pfennig. Und an seiner rechten Seite die Wehrhaftigkeit der Stadt Köln, die Deftigkeit der Kölner Bauer Hubert Hornung. Ja, und das Schönste verwahrt man sich natürlich zum Schluss auf. Ihre Lieblichkeit, die Jungfrau Martina Wolfgang Martin Fritsch. Blondes Haar, so stehst du vor mir. 17 Jahre, blondes Haar, wie komm ich zu? Jetzt habe ich genug geschwart. Das Wort ist an euch.
Bitte schön, lieber Markus. Ja, herzlichen Dank, liebe Herren und Herren hier in der guten Stube Kölns im Gürzenich und natürlich zu Hause an den Bildschirmen. Seid herzlich begrüßt und ich darf nur Danke sagen für diesen wunderbaren Empfang von euch Jecken hier. Das war einfach traumhaft und hier ist euer Dreigestirn 2010. Seit der Proklamation, die wir natürlich auch hier in der guten Stube Kölns im Gürzenich vollbracht haben oder zelebrieren durften, ist es nach wie vor immer noch für uns Gänsehaut pur. Es ist etwas ganz Besonderes, sowas in Köln, und es ist immer wieder toll, in so einen Saal reinzukommen und zu sehen, was hier all für Lückscher sind, wie schön kostümiert, in die glänzenden Augen, und ihr seid ein tolles Publikum. Dankeschön für diesen wunderbaren Empfang hier heute Abend. Wie ich schon auf der Proklamation gesagt habe, Köln kann und darf auch ein Gefühl sein. Und Köln ist ein Gefühl. Dank euch, gut einer Köln, macht euch Spaß und eine schöne Fastelovend. Das ist einfach nur traumhaft hier in Köln. Dankeschön. Ja, liebe Markus, da hast du recht, Köln ist Gefühl, muss ein Gefühl sein. Aber ihr habt es uns auch leicht gemacht in den letzten Wochen. Wir brauchten uns nur in das Kölsche Downbed eurer Begeisterung fallen zu lassen. Und dafür möchten wir uns hier ganz herzlich mal von hier oben bedanken, wir drei. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe es schon oft erwähnt, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Für euch alle hier im Saal schlägt immer noch mein stolzes kölsches Herz. Und da wird sich auch nichts dran ändern. Dankeschön. Ich möchte das noch ein ganz kleines bisschen toppen. Wir sind stolz. Wir sind stolz, hier sein zu dürfen. Wir sind stolz, ob uns Vaterstadt Kolonia, ob uns Muttersprach und all das, was uns Köln ausmacht. Und für euch sind wir besonders stolz, dass wir ein Lied dabei haben, das wir euch gewidmet haben, an den Bildschirmen hier im Saal. Das heißt nämlich Stolz, und das würden wir jetzt gerne mit euch zusammen singen. Wir sind stolz, wir sind stolz, wir sind aus echtem Kölsche Holz. Uns kann ja nichts anderes in der Sinn als zu der Höhe am Ring. Wir sind stolz, wir sind stolz, wir sind aus echtem Kölsche Holz. Der Domer Ring und der Kölsche Graf. Wo jedes Jahr der Prinz, wo heißt der Blutbusch auch noch flünzt. Nur hier am Ring, wo wird gesprochen, was man trinkt und jeder jedes Lied mitsingt. Nur hier am Ring, Wo will ein Mädchen gern gebützt, wo heißt der Adel einfach spitz. nur hier am Ring, Wo ist der Bauer, ne wichtige Mann? Wo eine Jungfrau auch ein Mann sein kann. nur hier am Ring. Wir wissen, was man an uns wird keiner dran. Wir sind stolz, wir sind stolz, wir sind aus echtem Kölsche Holz. Uns kann ja nichts anderes in der Sinn als zu der Höhe am Ring. Wir sind stolz, wir sind stolz, wir sind aus echtem Kölsche Holz. Der Domer Ring und der Kölsche Graf. Kölle Alarm! Wo ist hier doch schon der kleinste Fetz? Wo ist der Klüngel Grundgesetz? Nur hier am Ring, Wo jede Zone Tradition und immer ein volles Stadion. nur hier am Ring, Wo war der Römer schon zu Huss, wo bringt uns keine Trübelruss? nur hier am Ring, Wo Löwe mit der Turmere und trinkt sich noch ein Pappnassen? nur hier am Ring. Und jetzt alle! Wir wissen, was wir haben, an uns will keiner ran. Wir sind stolz, wir sind stolz, wir sind aus echtem Kölsche Holz.
herzlichen Dank für diese wunderbare Stimmung hier am heutigen Abend. Das ist einfach nur wirklich ein Gefühl und dafür herzlichen Dank. Das Motto der Session 2010 lautet, in Köln gebützt. Aber auch wir drei haben ein Motto und das dürfen wir kurz vorstellen. Unseren Standartenträger nach vorne bitte. Unser Motto lautet, in Braunsfeld haben wir uns hier gefunden, durch Bütze und Viere, wir drei Kölsche Junge. Kölsche Jung und Ungelade, ich bin nur sündlich schlecht, denn ich bin brav. Denn ich bin Kölsche, ich Kölner. Ja, wir haben uns zu bedanken beim Kölner Dreigestirn 2010 und wir können euch im Prinzip nur einen Wunsch mit auf den Weg geben, nämlich statt an Rosenmontag et Sündche freundlich lach. Dafür werden wir noch Geld aufstellen und lassen wir das Dreigestirn verabschieden mit dreimal von Hetze Köln. Dreigestirn, Festkomitee, Madet Jod. Wir dürfen begrüßen den Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Thomas de Maizière mit seiner lieben Frau Martina. Herzlich willkommen. Ebenso natürlich herzlich willkommen unser Landesvater Dr. Jürgen Rüttgers mit seiner lieben Frau Angelika. Herzlich willkommen. Und dann habe ich noch zu begrüßen die Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag und gleichzeitig auch Parteivorsitzende der NRW-SPD, Frau Hannelore Kraft und Herrn Udo Kraft. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, eine Musikgruppe serviert uns seit etlichen Jahren quasi jedes Jahr einen neuen Hit. Das geht vorbei. Hurra, wir leben noch. Schön ist das Leben. Freuen wir uns auf die Paveier. Ja, sind wir Kölsche, denn wir sind das Kölsche Lob. Wenn wir durch die Straße drängen, ja, dann geht der Himmel auf. Ja, so sind wir Kölsche, denn wir sind das Kölsche Lob. Wenn wir durch die Straße drängen, ja, dann geht der Himmel auf. Auf geht's! Das geht vorbei, das ist nicht schön, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles über mich, ja, dann gehen wir schon wieder hin. Das geht vorbei, das ist nicht schlimm, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles über mich, ja, dann gehen wir schon wieder hin. Von der Arbeit hey, der Lohne Brief und küsse dich. Ich fehl aus einer Wolke, als ich lesen wollte. Mein Schatz, ich verlasse dich. Ich wohne ganz nah, bin ich blöd, in der Kneipe mega Tür. Und all die Junge, alle die meinten nur zu mir. Das geht vorbei. Das ist nicht schön, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles für mich, ja, dann gehen wir schon wieder hin. Das geht vorbei,
schön, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles verwinkt, ja, hier muss schon wieder hin. Als ich ein paar Wochen dann mit anderen troff, da hab ich wieder neue Mut. Und wie sie mich dann endlich an das Hängchen noch, da darf ich mir jeder Tod. Da halten sich ob die ganze Jahre, ist ja nichts wie bei mir. Sie noch mich in der Arm und mich, da kann doch jeder jetzt doch fühlen. Das geht vorbei, das ist so schön, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles oder mich, ja, das Bier muss schon wieder hin. Das geht vorbei, das ist so schön, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles oder mich, ja, das Bier muss schon wieder hin. Und Ringepecht steht einmal an den Himmelstor, da singt die ganze Engelschor. Das seid ihr, das geht vorbei, das ist so schön, das ist doch alles. Wenn du denkst, alles oder mich, das ist zusammen, das geht vorbei, das ist so schön, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles oder mich, ja, das Bier muss schon wieder hin. Das geht vorbei, das ist so schön, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles oder mich, ja, das Bier muss schon wieder hin. Ja, das Bier muss schon wieder hin. Ja, das Bier muss schon wieder hin. Lippe so wie der Morgen um dem Feld und die Augen so blau wie das Meer. Ich wusste direkt, wegen Traum, der wird wahr, denn du stundst so beimert für mir. Wir haben uns berührt und kommen uns noch, wir zwei trocken uns magisch an. Haben alles vergessen, was uns passiert, so fing das mit uns damals an. Ich will noch einmal für mich unser Leben und dann dreh ich im Kreis, so wie früher war ich. Sag, dass du zu mir stehst, bis zum Ende mit mir jetzt und das Glück mit uns zwei vergeht nie. Leile, 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 leile. Sag, dass du zu mir stehst, bis zum Ende mit mir jetzt und das Glück mit uns zwei vergeht nie. Und der Blick hat mir alles verzeiht, ohne die Sage so viel. Die ganze Welt, da han ich es gefüllt, was sich jedes gespielt. Wir lädt uns fallen, so ganz ohne Angst, direkt in der Himmel. An viele Verstande, egal was das war, ich kündere dich. Nicht wie sind. Ich will noch einmal für mich unser Leben und dann dreh ich im Kreis, so wie früher war ich. Sag, dass du zu mir stehst bis zum Ende mit mir jetzt und das Glück mit uns zwei vergeht nie. Ich will noch einmal für mich unser Leben und dann dreh ich im Kreis, so wie früher war ich. Sag, dass du zu mir stehst bis zum Ende mit mir jetzt und das Glück mit uns zwei
Herren, Dankeschön. Ihr wart grandios, Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns zu bedanken bei toller Musik, tollen Texten, bei den Pavayern mit einer Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, 6. Kommando 1, 2, 3, 6. Kommando 1, 2, 3, 6. Nee, Freunde des Kölschen Fasteleers. Wir erwarten nunmehr einen Entertainer der ersten Güte, einen musikalischen Kabarettist erster Klasse, Bernd Stelter. Einen schönen guten Abend, wie geht's Ihnen? Ah, das ist schön, mir auch, ja. Als wir uns hier im letzten Jahr getroffen haben, da haben wir doch alle gedacht, oh, 2009, ob das was wird, Wirtschaftskrise, wir waren so ein bisschen pessimistisch drauf. Und, wie war's? Ich fand's war okay, oder? Ich fand, es war ungefähr so. Das Jahr 2009 war zwar nicht ganz so toll, die Schweinegrippe boomte, der Haushalt war im Soll, doch es gab nicht nur Krise und Wettskandal, Klimawandel und Bundestagswahl, auch zum Freuen gab's eine Menge Material. Matthäus trennt sich an Silvester von seiner 4. Ische. Die Alte war schon 22, da braucht er wirklich mal eine Frische, ja, da konnten wir uns freuen. 2009 Herr Müntefering hat sich auch eine Jüngere gesucht. Münte ist 70, sie ist 30, wie soll das denn funktionieren? Münte sagt, wenn sie es nicht packt, dann muss sie ein bisschen was trainieren. Ja, da konnten wir uns freuen. 2009 Lilly wollte gern ein Baby, Boris wollte keinen Stress. Also hat er sie geschwängert, kurz und knapp per SMS. Ja, da konnten wir uns freuen. 2009 Sandys Baby ist schon da, Boris fragt sich voller Kummer. Ging die erste SMS vielleicht an die falsche Nummer? Ja, da konnten wir uns freuen. 2009. Aber das ist doch schön, oder? Das Baby von Sandy Meyer-Wölden ist da. Es hat einen hawaiianischen Namen, und der ist Naila. Naila heißt so viel wie die aus dem Paradies kommt. Das finde ich gut. Das heißt, wir müssen uns keine Gedanken mehr machen, wer der Vater ist. Aus dem Paradies ist die einfachste Lösung. Ist auch wurscht, oder? Entscheidend ist doch, dass viele Kinder kommen. Wir dürfen nicht aussterben, wir Deutschen. Wir brauchen Kinder und es klappt. Es klappt. Letzte Woche war in der Bild am Sonntag eine riesen Doppelseite, nur mit Bildern von Babybäuchen. Ein Babybauch neben dem nächsten. Und da waren Bilder dabei, da konnte man sehen, man kann mit so einem Babybauch fantastisch aussehen. Man erzählt von Kiel bis München, Heidi Klum kriegt wieder ein Klümpchen. Und ich hab jetzt noch mal nachgezählt. Da kommt das 4. zu den 3, man nennt sie schon die von der Leyen unter den Topmodels dieser Welt. Und wir singen la 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 la, die Heidi kriegt schon wieder ein Kind. Wir singen la 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 la, die Heidi kriegt schon wieder ein Kind. Aber nicht nur Heidi Klum und ihr Seeaal. Nein, wir werden eine Babyschwemme erleben. Zwischen dem 29. Mai und dem 29. Juni werden die Geburtenzahlen so nach oben gehen. Ja? Riesige Geburtensteigerung. Der Grund ist relativ einfach. Vor dem Kreissaal gibt es einen Riesenstau. Jede Menge Betten, in jedem liegt eine Frau. Der Hebamme steht der Schweiß im Gesicht, sie grinst und sagt, das gibt's doch nicht. Ja, 9 Monate nach der Bundestagswahl, da steigern wir die Geburtenzahl. Der Wahlkampf war an Langeweile nicht zu toppen. Was blieb uns anderes übrig? Ab ins Bett und tak, 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 tak. Ja, 9 Monate nach der Bundestagswahl, da steigern wir die Geburtenzahl. Ja, 9 Monate nach der Bundestagswahl. Ba-dan, dan, 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 da, da. Also das muss man nun, ich bin nun wirklich ein sehr optimistischer Mensch, ja, aber das muss man einfach zugeben. Also dieser Bundestagswahlkampf, der war so langweilig, ne? Und wer hat ihn gewonnen? Der sprechende Hosenanzug. Die einzige Spreewaldgurke, an der man sich die Zähne ausbeißen kann. Die Frau, die selbst Wolfgang Schäuble Mutti nennt. Und an Mutti kommt so schnell keiner vorbei.
Ihre Musterschüler, also Westerwelle und zu Guttenberg, die geben sich ja in Amerika die Klinke in die Hand. Die Klinke in die Hand. Unser Angler fährt nur ein einziges Mal rüber, spricht vor beiden Häusern des Kongresses und was machen die amerikanischen Abgeordneten? Die springen auf und jubeln. Frenetischer Applaus für Minuten, minutenlange Standing Ovations, weil unser Angler in der Rede erzählt hat, dass sie schon damals als Teenager ganz spitz war auf ein amerikanisches Produkt. In den USA hielt unsere Angie eine Rede, die gefiel den Amis sehr. Vor allem, weil sie darin viel erzählte von ihrer Jugend in der DDR. Ich war eine junge Frau, ich weiß noch sehr genau, ne Levi's Jeans, die wollte ich so sehr. Doch bei uns gab's die nicht, ein Leben voll Verzicht, so war das damals in der DDR. Die Mauer gibt's nicht mehr, das freut uns heute sehr. Heute geht sie einfach ins Geschäft hinein. Verlangte Levi's Jeans und der Verkäufer grinst. Er sieht ja, heute passt sie nicht mehr rein. La 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 la. Verlangte Levi's Jeans und der Verkäufer grinst. Er sieht ja, heute passt sie nicht mehr rein. Jetzt fange ich auch schon an. Jetzt fange ich auch schon an. Ich meine, unser Angler kriegt im Moment von allen Seiten drüber. Bundestag, Haushaltsdebatte ist normal, da gehört sich das so. Aber auch Presse, Funk, Fernsehen, Karneval natürlich. Jeder Redner immer erstmal einmal auf die Angler. Ich möchte heute die Chance nutzen, um eine kleine Lanze zu brechen für Angela Merkel. Wir machen das so. Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie sind Bundeskanzlerin. Das ist jetzt ein bisschen schwierig im Minimaus-Kostüm, aber Sie haben ein bisschen Wein dabei, noch ein, zwei Gläschen und wir kriegen das hin. Also Sie sind Bundeskanzlerin, ja? Sie stehen in Amerika vor dem Kongress und Sie halten Ihre Rede. Und danach springen die Amis auf und jubeln. Was denken Sie dann? Was müssen Sie denken? Sie müssen doch denken, so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt fliege ich wieder rüber und dann werden die Deutschen auch jubeln. Das musste sie denken. Also geht sie raus aus dem Kongress, steigt in den Wagen, der sie zum Flughafen bringen soll. Und in dem Wagen, da sitzt die Assistentin und sagt, ach, Angela, die Jungs von GM haben sich das mit Opel noch mal komplett neu überlegt. Da stehst du auf dem Schlauch. Da sitzt du im Auto und denkst, du hättest ein Minimaus-Kostüm an. Das ist so. Ja? Oder nehmen wir ihre Neujahrsansprache. Angela Merkel hat in der Neujahrsansprache einen wirklich bemerkenswerten Satz gesagt. Sie hat gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass Maßlosigkeit und Vernunftlosigkeit nicht noch einmal so zusammentreffen wie bei dieser Bankenkrise. Und ich saß vorm Fernseher und habe mir gedacht, toll, schön, dass du das so siehst. Wenn das die Banker nicht genauso sehen, stehst du schon wieder auf dem Schlauch. Und es gibt zumindest eine Menge Banker, die sehen das mal gar nicht so. Ihr wart eigentlich pleite, so gut wie tot, als Steinbrück kam und Kredit anbot. Er gab noch eine Runde in der letzten Sekunde. Euer Erinnerungsvermögen hat ausgesetzt, das war alles gestern und jetzt ist jetzt. Ihr seid, ich hab's kapiert, völlig ungeniert. Es geht euch nur um Zaster, so wie ich das sehe. Ihr wollt euren Bonus, als wäre nichts geschehen. Auf eurem Konto wie letztes Jahr, da war der längst da. Ihr seid schließlich Banker und heute ist heute. Ihr zockt schon wieder mit dem Geld der Leute. Das hat mit Banker nichts zu tun, das nennt man Gangster. Das Doofe ist, dadurch gehen uns die Banker als Vorbilder für unsere Jugend flöten. Und das finde ich schade, weil die Banker waren gute Vorbilder, die waren gut angezogen und konnten rechnen. Kann unsere Jugend nicht. Hast du mal hinter so einem 15-jährigen Bengel an der Supermarktkasse gestanden, der versucht mitzurechnen? Ach du Güte. Oder hast du dich mal länger als 10 Minuten mit so einer 14-jährigen Ische unterhalten? Dann weißt du, wo der Satz herkommt, je höher die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze. Ehrlich. Ja. Als wir damals zur Schule gingen, da war der deutsche Satzbau noch Subjekt, Prädikat, Objekt. Und heute Subjekt, Prädikat, Beleidigung, Alter, ey. Das ist so.
Wir brauchen Vorbilder für unsere Jugend und ich bin sehr froh, dass wir hier in Köln ein Vorbild haben und ich bin auch nicht bereit, mir das von irgendjemandem kaputt machen zu lassen. Ich habe in den Karnevalssessionen 2007, 2008 und 2009 hier im Gürzenich meine Podolski-Trilogie gesungen. 2007 habe ich gesungen, Junge, du sitzt doch bei Bayern nur auf der Bank rum. 2008 habe ich gesungen, Junge, komm doch wieder. 2009 habe ich gesungen, der Junge kommt. So, jetzt habe ich gedacht, ich wäre fertig. Es wäre auch elegant, wenn eine Trilogie nur 3 Teile hätte. Aber eine Strophe musste ich noch schreiben und deswegen singe ich jetzt heute hier der Podolski-Trilogie 4. Teil. Ich hab euch wirklich lieb, das ist, was mich hertrieb und warum ich nicht blieb beim FC Bayern. Ich liebe den FC, tut es auch manchmal weh. Ich hab ja im Moment nicht so viel zu feiern. Aber ich bin wieder hier in meinem Revier. Ich spiel nicht so toll, aber das Stadion ist voll. Krieg ich keinen Ball, mach ich keinen rein, ja dann bin ich mir sicher, wieder zu Hause zu sein. Ich bin wieder da, noch immer ein Star, noch immer ein Held, ohne Mittelfeld. Wenn ich den Ball niemals sehe, immer im Abseits stehe, ja dann bin ich mir sicher, ich bin zurück beim FC. Auch das hat geklappt. Auch das hat geklappt. Wer hätte vor 3 Monaten erwartet, dass der erste FC Köln heute Lichtjahre über den Abstiegsplätzen steht? Lichtjahre, ja. Es war ein gutes Jahr. Und deswegen bin ich so froh, dass dieses Jahr 2009 abgeschlossen wurde durch die schönste Liebesgeschichte seit langem. Durch den schönsten Heiratsantrag seit Sissi und Franz. Die Thailänderin Narumol und der fromme Kuhbauer Josef. Freund, ich habe vorm Fernseher gelegen und geweint. Bei dem Heiratsantrag in der Kapelle habe ich Rotz und Wasser geheult. Ach, war das schön. Ehrlich, ich war fick und fertig. Und jetzt stand in der Zeitung, Narumol und Josef wollen 2 Kinder. Ich fürchte, sie werden jemanden hinschicken müssen, der ihm erklärt, wie das geht. Also er selber weiß es sicher nicht. Aber diese Sendung, Bauer sucht Frau, die hat dazu geführt, dass die Leute wieder raus wollen aufs Land. Ein Freund von mir, der sucht gerade einen Bauernhof in der Eifel. Ja, der hat einen super Höfe besichtigt. Der letzte war toll, ein toller Hof. Der Bauer hat ihm alles gezeigt. Ganz am Schluss kamen sie auf die letzte Weide. Und auf der letzten Weide, ganz hinten am Waldrand, da standen so 3 Bienenvölker. Und da sagt er mal, oh, das tut mir leid, Bienen geht gar nicht. Also vor Bienen habe ich so eine Angst, die Bienen müssen weg. Sagt der Bauer, ja, dann haben wir ein Problem. Weil Bienen sind ortsfest, ich kann die wegräumen, aber die können fliegen, die kommen wieder. Ich mache Ihnen ein anderes Angebot. Ich binde Sie hier neben den Bienenvölkern an den Baum, nackend, bis Sonnenuntergang. Und wenn Sie auch nur von einer einzigen Biene gestochen werden, dann kriegen Sie von mir den Hof für die Hälfte. Ist das ein Angebot? Ja, sicher ist das ein Angebot. Entschuldigung, Hof für die Hälfte. Der lässt sich an den Baum binden, nackend, bis Sonnenuntergang. Der Bauer geht noch mal ganz kurz zurück ins Bauernhaus, frühstücken, Mittagessen. Nach der Tagesschau, da springt der Bauer noch mal in die Gummistiefel und geht noch mal raus auf die Weide und der sieht schon von Weitem. Der Typ hängt in den Seilen, nass geschwitzt, die Haare plack am Kopf, die Zunge so weit aus dem Hals. Der Bauer nimmt Geschwindigkeit auf, der rennt los und ruft schon von Weitem: Um Gottes Willen, was haben denn die Bienen mit Ihnen gemacht? Und da ruft der Mann zurück: Die Bienen nix, aber hat denn das Kälbchen keine Mutti? Wunderbar. Ja, die Eifel ist toll. In der Eifel, da zählen noch traditionelle Werte. Ja? Werte wie Familie. Wenn in der Eifel sonntags mittags die Mutter das Essen aufträgt, da sitzen noch alle am Tisch. Bruder, Ehemann, Onkel, teilweise alle in einer Person. In der Eifel, da gibt's noch Familien, deren Stammbaum ein Kreis ist.
Ja, und die Eifel ist spannend. Die Eifel ist spannend, nicht nur wegen der Eifel-Krimis. Ja, Jacques Berndorf, Ralf Kramp, die ich sehr gerne lese. Nein, nein, in der Eifel haben die einen schwarzen Panther gesichtet. Einen schwarzen Panther. Stand in jeder Zeitung. Die Eifelaner beschwören das. Glauben Sie's? Also ich glaube, da muss es auch noch irgendeine andere Erklärung geben. In der Eifel wird viel gesoffen, da ist ja sonst nichts los. Und am Morgen, am nächsten Morgen, da ist der Kater groß. Ahu, immo, immo, ahu, immo, immo. In die Eifel, da kam ein Panther und der ist mopsfidel. Schuld daran ist der Klimawandel, demnächst kommt ein Kamel. Ahu, immo, immo, ahu, immo, immo. In der Eifel, da ist angeblich ein Panther zu Besuch. Doch in Wahrheit ist's Günther Wallraff, der schreibt ein neues Buch. Ahu, immo, immo, ahu, immo, immo. Ja. Den schwarzen Panther haben die in der Eifel gesichtet kurz vor Weihnachten. Und damit schließt sich der Kreis von meinem kleinen Jahresrückblick. Angefangen haben wir Anfang des Jahres 2009. Und das ist jetzt schon wieder eine ganze Zeit lang her. Vom Jahr 2009 ist nicht mehr viel geblieben. Der Abgesang verklungen. Die Chronik ist geschrieben. Das neue Jahr 2010 ist dran, in dem man wieder lachen kann. Zumindest fängt's schon mal sehr witzig an. Ich habe neulich erst gehört, wie der Oettinger spricht. Egal ob Englisch oder Deutsch, also ich verstehe nicht, ja, da kann man mal sehen. 2010. Für 2,5 Millionen gibt's aus der Schweiz eine CD. Eine Menge Kohle, für die Hälfte kriegst du schon die FDP, ja, da kann man mal sehen. 2010. Letzte Woche habe ich im Playboy gelesen, war die nächste Strophe fertig. Frau Tomalla nackt im Playboy, viele kauften ihn geschwind. Nur ihr Freund kauft weiter Bravo, weil die Frauen da jünger sind. Ja, da kann man mal sehen. 2010. Schumi feiert sein Comeback. Ich frage mich, ist das wohl klug? Noch ein Rentner im Mercedes, haben wir davon nicht genug? Na, das werden wir sehen. 2010. Ich wünsche Ihnen ein schönes Jahr 2010. Schöne Fastelavond, eine schöne Sitzung. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschö, danke sehr. Erlauben Sie mir auch hier ein Wort zu Bernd Stelter. Das heißt immer im Kölschen Faseleer, wir haben den und den Büttenredner, aber bei Bernd Stelter kann man nicht von einem Büttenredner sprechen, sondern er ist ein Entertainer, ein Kabarettist erster Güte. Er reiht nicht Witze aneinander, sondern beobachtet die Politik, die Wirtschaft und natürlich die Promis. Und das dann musikalisch auch noch umzusetzen, den richtigen Titel auszusuchen, darauf den richtigen Text zu schreiben, das ist schon eine besondere Leistung. Lassen wir ihm eine Rakete mit auf den Weg geben an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3. Kommando 1, 2, 3. Hey. Kommando 1, 2, 3. Hey. Meine Damen und Herren, 5 Silberstreifen am Horizont. Wer wird das sein? Es sind Brings! Müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals und irgendwo am Wiesenrhein vergessen die Zeit. Und wenn das Herz dann ebenso entscheiden könnte wie damals, ich glaube dann entschied es sich nochmal
glaube, dann entschied es sich nochmal für dich. Weine werden alle seine längst vergessenen alten Wünsche wach. Und denkt den größten und vielleicht den besten seiner oft geträumten Träume nach. Kämen doch die Zeiten, die vergingen wieder. Käme doch die Jugend einmal noch zurück. Man müsste doch mal 20 sein und so verliebt wie damals und irgendwo an Wiesenrhein vergesse die Zeit. Und wenn das Herz dann ebenso entscheiden könnte wie damals, ich glaube dann entschied es sich nochmal für dich. Ich glaube dann entschied es sich nochmal für dich. So, meine Lieben, und jetzt wird geschunkelt, packt euch um. Sag mal, seid ihr gut bei Stimme? Dann lassen wir zusammen singen. Du, ja, du allein wirst den Traum mir verzeihen, den ich heute geträumt hab beim Rhein. Man müsste doch mal 20 sein und so verliebt wie damals und irgendwo am Wiesenrhein vergesse die Zeit. Und wenn das Herz dann ebenso entscheiden könnte wie damals, ich glaube dann entschied es sich nochmal für dich. Ich glaube dann entschied es sich nochmal für dich. Hey! Wir danken euch ganz herzlich. Wir sind vor vielen Jahren in Köln-Ehrenfeld. Da sind wir stolz drauf, geboren und zum Glück damals auch getauft worden. Ich bin ganz ehrlich, in den letzten Jahren haben wir selten eine Kirche von innen gesehen. Aber Kirche und Karneval gehört in dieser Stadt zusammen. Deswegen steige ich jetzt mal kurz hier auf meine Kanzel. Ihr seid mein Chef hier und wir singen zusammen. Halleluja! Kölle singt. Das machen wir zusammen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wo sind die Engel? Wird jeder lebt, das jeder kennt und jeder singt, auch wenn du mit Musik nichts am Hut ist. Egal ob du am Flehen bist oder genug hast von all dem Driss, nimm dein Herz und sing Halleluja.
Videos und alles haut hin. Und hast du dann die Linie berappen müssen? Ja, wie dick du gefallen bist, wie ramponiert du wieder küsst. Nimm dein Herz und sing Halleluja. 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 Komm eine machen wir noch. Halleluja, Halleluja. Tische tanzen sind, solang wir noch am Leben sind. Und ihr seid dran. Sind wirklich offen, noch schade Rhythm. Uns Hetze schlagen allsam im Rhythmus von einer Drum. Patrice, jetzt und Moje, den Hüpter mal auf. Ich schläge bis und so, ja, dann nehmen wir in Kauf. Zu lang wir noch am Leben sind, am Lachen, Tische tanzen sind, so lang wir noch am Leben sind.
Griechen tanzen sind, solang wir noch am Leben sind. Solang wir noch am Leben sind, am Lachen, Griechen tanzen sind, solang wir noch am Leben sind. Sehr verehrten Damen und Herren, die Brings haben in den letzten Jahren eine ganz neue, rockige Farbe in den Kölschen Fasteleer gebracht. Vor 80 Jahren hatten wir Willi Ostermann, vor 40 Jahren kamen die Blackfish dazu und jetzt ein ganz neuer Sound seit etlichen Jahren durch die tolle Gruppe Brings. Lassen wir eine Rakete starten an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3. Kommando 1, 2, 3, hey. Kommando 1, 2, 3, hey. Auf Brings, dreimal von Hetze, Kölle, Brings, WDR. Herzlichen Dank. Freunde, viele Redner im Kölschen Fasteleer kommen nicht direkt aus dem Zentrum, sondern aus Vororten wie Mörs, Bornheim, Wipperfürth oder Remagen und einer kommt aus Köln West. Er ist ein Spitzenredner mittlerweile im Kölschen Fasteleer. Freuen Sie sich auf nach Hausmann. Abend zusammen. Geht euch gut? Mir nicht. Meine Frau liebt mich nicht mehr. Die ist immer so böse zu mir. Ich hab jetzt gesagt, ich bin die Treppe runtergefallen. Sagt sie, hätte ja der Mülleimer mitnehmen können. Und die schimpft auch immer mit mir, weil ich schnarche. Ich weiß nicht, wer das bei euch ist. Schnarchen ihr auch ein? Ja, die Männer geben dazu, die Frauen nie. Ich habe heute Nacht meine Frau geweckt, die hat auch geschnarcht. Ich sage, hey, du schnarchst. Sagt sie, das kann nicht sein, das ist dein Echo. Wir Aachener haben ja so mit der Auseinandersetzung Köln-Düsseldorf wenig zu tun. Aber ich habe jetzt trotzdem mit einem Düsseldorfer gewettet. Ich habe gesagt, in Köln ist auf jeder Sitzung 10-mal mehr Stimmung als in Düsseldorf. Ich nehme dich mit in den Gürzenich und beweise dir. Da sind wir unten reingekommen, sagt er, du hast recht, hier ist 10-mal mehr Stimmung als in Düsseldorf. Ich sage, und das ist erst die Garderobe, was meinst du, was im Saal los ist? Wobei, was wir im Rheinland alle gemeinsam haben, ist unsere Sprache. Und die ist teilweise völlig sinnlos. Wenn du hier draußen vorm Jürzenich einen fragst, von hier bis zum Dom, ist das weit? Da kriegst du als Antwort, nee, das ist nicht weit, aber das zieht sich. Da weißt du immer noch nichts. Und so ist das auch, wenn du im Rheinland in eine Autowerkstatt gehst. In Deutschland fragst du, funktioniert der Wagen oder der Motor oder funktioniert er nicht? Dann kriegst du als Antwort ja oder nein. Im Rheinland fragst du, tut er nicht oder tut er nicht? Und da kriegst du als Antwort, da steckst du nicht drin. Und das merkst du auch, wir haben auch eine eigene Sprache bei Krankheiten. Die am meisten verbreitete Krankheit im Rheinland sind Ping. Kopping, Mareping, Hetzping, Camping. Da könntest du dann im Kreuzworträtsel rheinischer Schmerztherapeut mit 7 Buchstaben, Pinguin.
Und wir haben auch die Eigenart, wir brauchen teilweise die Buchstaben ja nicht richtig auszusprechen, sondern nur so anzutitschen. Das merkst du zum Beispiel beim bestimmten Artikel, der, die, das. Der heißt im Rheinland, der Mann, de Frau, öt Kind. Wobei ich sagen muss, ich bin ja hauptberuflich Lehrer und man merkt schon, dass die Generation doof jetzt durchkommt. Ich habe jetzt in der Schule gesagt, es gibt keinen deutschen Satz, wo der, die, das hintereinander vorkommt. Sag ich einen Schüler aus, sagte, doch, ich kenne Beispiel. Sag, dann sag mal, sagte, meine Schwester kriege ein Kind und der, die das gemacht hat, ist abgehauen. Dasselbe hat mir ein Kollege mit einer Fahrschule berichtet. Er sagt, ich habe im Theorieunterricht gesagt, er kennt ja sicher alle den alten Spruch, siehst du des Schutzmanns Brust oder Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Hat einer aufgezeigt und gesagt, kenne ich anders. Der sagt, gibt es nicht anders? Doch, kenne ich anders. Hast du einen Schutzmann am Scheibenwischer, fährst du wohl noch nicht so sicher. Und noch stärker als beim bestimmten Artikel, der, die, das, merkst du das beim unbestimmten Artikel önne. Önne Mann, önne Frau, önne Kind. So kannst du einen ganzen Satz aussprechen, ohne einen Buchstaben richtig zu betonen. Wenn du sagst, der Junge hätte gern der Schnuller, jibbemem. Oder jibbemem nicht. Und wir haben so eine sinnlose Sprache auch beim Essen. Wenn du bei uns fragst, können wir essen, ist es fertig, kriegst du als Antwort, nee, der Salat ist noch nicht durchgezogen. Das musst du mal einem in Deutschland sagen, hier ist eben Salat durchgezogen. Dann sagt er, ja, der ist während der Ampel entgegengekommen. Und noch stärker ist das bei Gemüse. Wir sprechen bei Gemüse wie Kannibalen. Wir sagen, ich koche mich für 2 Tage. Gemüse. Und wenn du dann fragst, wieso, dann kriegst du als Antwort, sagt eine Bekannte immer, am 2. Tag schmeckt es mir besser. Ich sage, dann koche doch gestern. Und wir haben auch teilweise Gerichte, die jetzt so in Deutschland zumindest nicht von der Bezeichnung her gibt oder die ja nichts mit Essen zu tun haben. In Deutschland ist ein Teilchen ein kleiner Teil von etwas Größerem. Bei uns im Rheinland ist Teilchen Gebäck für Besuch, für den dir Kuchen zu schade ist und ein Plätzchen zu geizig wirken würde. Und so sprechen wir teilweise auch völlig sinnlos über Kleidung. Wenn wir sagen, hast du kalte Füße? Nee, ich hab die Schuhe gefüttert. Sind sie denn satt geworden? Und du merkst das am besten, dass man die Buchstaben nur so antitschen muss, wenn du im Rheinland in ein Blumengeschäft gehst. Das wichtigste Wort bei uns in einem Blumengeschäft ist Süße. Haben Sie Rosen? Ja, zeigen Sie sie mal. Packen Sie sie ein. Und dann sagt die Verkäuferin, schneiden Sie sie zu Hause nochmal an, aber stellen Sie sie nicht zu warm. Und wir haben auch teilweise eine richtige Geheimsprache im Rheinland, die man in Deutschland ja nicht verstehen würde. Wenn bei uns ein Ehepaar durch den Ort geht und er sagt zu ihr, gucken Sie da vorne, ist das nicht der Dingens? Dann sagt sie, ja klar, sie ist doch dabei. Du merkst das aber auch, wenn du auf Reisen bist. Ich war voriges Jahr mit meiner Frau in Rom.
Und in Rom ist ja der Höhepunkt, wenn du bist an der Messe im Petersdom, wenn die Chorallen singen. Und du musst so aufpassen, in Italien kommt ja immer schon mal was weg. Und da hatte sie ein Ehepaar zwischen uns gesetzt. Und du merktest, sie wollten was mitnehmen. Du kannst aber dann nicht in der Messe mit dem Papst reinbrüllen. Pass auf, da klaut einer. Und meine Frau heißt Sandra und ich heiße Jürgen. Und da höre ich auf einmal, wie meine Frau sich so ganz leicht in die Korallen reinsingt. Und singt, Jürgen, dreh dir mal links herum. Denn der Mann neben dir klaut dein Portemonnaie. Und da habe ich zurückgesungen, Sandra, das ist doch jetzt auch real. Denn die Frau neben dir ist längst mit dein Handtasch weg. Du Tönnes hast es nicht gemerkt. Wir haben so viel von Italien gehört, da lassen wir unser Italienisch verabschieden. Ciao, ciao, ihr Leute, die Rede ist aus. Das war's für heute, ich geh nach Haus. Hat's euch gefallen, dann sagt es allen. Ich sage Danke für den Applaus. Dankeschön. Aufgestanden, denn er ist ein Meister der Beobachtung. Nicht nur, dass er die Sprache, sei es in Aachen oder sei es in Köln, beobachtet, nein, auch die Alltäglichkeiten kann er wunderbar analysieren. Und das hat dazu geführt, dass er mittlerweile zur Champions League der Kölschen Redner aufgestiegen ist. Jürgen Beckers! Ich glaube, er hat auch eine Rakete verdient. An die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, Kommando 1, 2, 3, Kommando 1, 2, 3, Ja, meine Damen und Herren, Stimmung hoch, high oder Himmel hoch, high. Wer wird das sein? Es sind die Höhner! Ich würde gerne manchen Leuten mal sagen, was die nicht können, und zwar kreuzweise mal. Vor mir aus live und mit Anlauf, in Farbe und auf jedem Kanal. Ich hätte gern jede Nacht ein Abenteuer und jeden Tag ein neues Urlaubsziel. Ich würde gern mehr Hotel wieder vertragen, und zwar doppelt so viel. Und jetzt denn ich zusammen, alles was ich will, alles was ich will ist verboten. Oder kostet zu viel. Alles was ich will, das bist du. Und ab und zu ein kleines Auswärtsspiel. Himmel hoch, high, in das Level verknallt und manchmal zu Tode betrübt. Himmel hoch, high, hätte er immer geglaubt, dass der Himmel ihm alles vergibt. Wenn nur Schloss, da hinge das Hus, da hätte er für Jahre gewohnt. Hätt immer im Level alles riskiert, und das Level hätt ihn nie geschont. Der Hein war der Spinner und Ohren Genie und immer in allem zu schnell. Mädchen und Städte, Ideen wie die, sing Welt war wie Karussell. Himmel hoch, high, in das Level verknallt und
manchmal zu Tode betrübt. Himmel hoch high hätte er immer geglückt, dass der Himmel ihm alles vergibt. Er war talentiert, hat Theater gespielt, der Zeitungsbericht, der verblasst. In Brooklyn gelebt, an der Börse gedient und plötzlich in Bangkok im Knast. Kein Hüse gewohnt, kein Bäumchen gepflanzt, sing Frau, die hatte nicht schwer. Und dann wieder fort, mit der Sterne gedanzt, irgendeinem Traum hinterher. Himmel hoch high, in das Leben verknallt und manchmal zu Tode betrübt. Himmel hoch high, hätte er immer geglückt, dass der Himmel ihm alles vergibt. Er hat alles riskiert, und Grenze gelebt und auch mit dem Leben gespielt. Umstieg und Absturz und wieder Geburt, er hat noch den Sterne gezielt. Himmel hoch high, in das Leben verknallt und manchmal zu Tode betrübt. Himmel hoch high, hat er immer geglückt, dass der Himmel ihm alles vergibt. In das Leben verknallt und manchmal zu Tode betrübt. Himmel hoch high, hätte er immer geglückt, dass der Himmel ihm alles vergibt. Der Städte singt eine Bahn, bis er verjüht irgendwann. Wie war der Weg, doch dann kommt er bei sich selber. Ich war der Weg, doch dann kommt er bei sich selber an. Schenk dir heute dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Na, 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 na. Die ganze Welt. Na, 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 na. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Komm, sei die Königin in meinem Königreich. Ich schenk dir heut ein Schloss am Rhein. Mein Reich ist eine Brücke, die führt ins Glück hinein. Das Schloss ist nicht so groß, symbolisch eben nur ein eiserner liebestreue Schnur, der unsere beiden Namen trägt. Und diese Verse hier: Schenk mir heute Nacht mein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Na, 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 na. Die ganze Welt. Na, 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 na. Und wenn du willst, auch noch ein bisschen mehr, was dir gefällt. Na, 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 na. Die ganze Welt. Na, 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 na. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Es ist ein neuer Brauch, der bringt uns beide Glück. So ein Schloss kann jeder sehen. Und der Dom gibt Acht darauf. Züge kommen und gehen. Wir schließen unser Schloss am Brückengitter an. Und es ist doch nicht allein. Gemeinsam werfen wir den Schlüssel in den Rhein hinein. Schenk mir heute Nacht mein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige
bleibt dir ewig treu. Im Zweifel hab ich immer einen Zweitschlüssel dabei. Und jetzt mit euch zusammen, schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz. Und dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Die ganze Welt. Super! Und wenn du willst, auch noch ein bisschen mehr. Was dir gefällt. Die ganze Welt. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, du die Liebe zählst. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, du die Liebe zählst. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und was dir gefällt, was dir gefällt, die ganze Welt. Wunderbar. Und wenn du willst, auch noch ein bisschen, komm wir helfen, was dir gefällt, die ganze Welt. Schenk dir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Wunderbar! Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen wir ausrufen auf die Höhner, Dreimer von Hetze, Kölle! Höhner! Festkomitee! Freuen wir uns auf ne Blötschkopf, Mark Metzger! Bere. Wusste ich, dass das kommt. Tag zusammen! Hey, was steht da alle? Ist eine Sitzung, nehmt doch wieder Platz. Ja, ein zerfahrener Haufen, Leute. Ich freue mich, sehr geehrte Damen und Herren, hier bei der großen ARD-Fernsehsitzung, traditionell am Rosenmontag, der in diesem Jahr hier auf einen Sonntag fällt, glaube ich. Und wir haben ja heute Freitag oder Mittwoch, ich weiß es nicht. Jedenfalls, dass ich hier auftreten darf. Herr Präsident, ich war schon öfter hier, kann das sein? Ich habe das die letzten Jahre schon mal getan, ja. Sie haben die gleichen Köpfe wie sonst auch in der ersten Reihe liegen, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Oh, Herr Rüttgers, grüß Sie. Darf ich kurz was Privates? Ich fand die Rede hier bei der Printen, ne, war also einmalig, muss ich sagen. Doch, haben Sie gut gemacht. War die beste Rede, die ich je von einem Politiker gehört. Wenn Sie mal ein Stündchen Zeit für Herrn Rothers hätten, nehmen Sie sich den mal beiseite. Einfach nur wen. So, hätte man die Stimmung am Boden, könnte man auch nach Hause gehen, ne? Alles schöne Bilder. Ich hätte aber trotzdem einen Vorschlag zu machen. Ich würde heute gerne mal auftreten da, wo die Leute sitzen, die sonst nicht im Bild sind. Wenn Sie sich mal kurz verkrümeln würden. Das können Sie zu Hause nicht sehen, aber es sind schon mindestens 4 Kameraleute umgefallen, weil da wusste keiner, sehr wahrscheinlich. Guck mal, hier ist ein ganzer Bus nicht gekommen. Ist doch Platz für mich, oder hier? Hier ist schön. Ja, schönen guten Tag. Hier ist schön. Ich bin gerne bei den Leuten. Sie müssen sich rumdrehen. Das Programm ist woanders jetzt, ne? Ja, ich bin ein bisschen gelaufen. Kommen noch Leute rein. Ich darf noch ja nicht anfangen. Kommen Sie rein. Was wird das denn jetzt hier? Haben Sie mir jetzt einen Japaner geschickt, oder was? Komm mal her, Max, ich mach mal ein Foto von dir. Kannst du sagen, der war stinklangweilig. Ne, du musst den Apparat schon mitbringen, ne? Ich hab keinen Malkasten dabei. Hey, ist die neue, ne? Die wollte ich schon immer mal haben. So, jetzt haben wir das auch. Jetzt. Hör mal, du sitzt da so lustig. Darf ich dich nach dem Namen fragen? Sagst du mir da auch? Wie heißt du denn? Fabian, das ist richtig. Du hast einen Fotoapparat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Fabian. Ja, nur, was soll man machen? Das ist jetzt für euch blöd, ne? Das wusste keiner.
Ich finde es schön. Nee, so schnell kann es gehen. Bist du jetzt sauer? Nee, ne? Nein. Ich hätte da Verständnis für, wenn du sauer wärst. Ne? Ist genau wie der Regisseur, der hat jetzt Herzklappen, die Festkranz, die Festweiterung, weil ich hier einfach mache, was ich will. Ne? Aber du hast mir 200 € gegeben, weil du ein Bild wolltest. Ne? Jetzt bin ich hier. Ne? Ja. Nee, wenn du sauer wärst, hier, Alkohol ist keine Lösung jetzt. Hallo? Ich könnte das versehen, wenn du sauer wärst. Ne? Lass es raus. Atme es weg. Oder hier noch besser, nimmst du ein Messer, gehst du vor der Türe, steht mein Auto, haust du mir den Reifen platt, hätte ich Verständnis für. Aber merk dir meinen Namen, Stelter, Bernd Stelter. Schön, ne? Nee, ich hab da auch Spaß dran, wirklich beide Leute zu sein, wissen Sie? Ich habe am 11.11. habe ich auch mitgemacht, beide Leute war ich dabei gewesen und habe ein Mädchen kennengelernt, ich habe eine patente Frau. Eine patente Frau. Eine patente... Ich krieg dich an Lachen und wenn ich mir den Arm breche, das wäre ja... Eine patente Frau, muss ich sagen, ja. Kam an mir vorbeigeflogen, das war so schön. In einem Hauch von 47,15, das war toll. 47,11 ist bekannt, ne? 4 Häuser weiter ist eine Frittenbude, 47,15. Herrlich. Ist die einzige Bude in Köln, wo sie ihren Döner gegen Schweinegrippe impfen lassen. So ein Laden ist das. Ne? Hör mal, ich bin so glücklich. Ach, hier, Königin Mutter, kommen Sie jetzt erst. Ich habe schon mal angefangen. Ich wusste ja nicht, dass Sie noch kommen. Ne? Dann parken Sie schnell noch ein. Sitz, fein. Ich war gerade der anderen Leute am Erzählen. Ich habe eine Freundin kennengelernt. Ich auch hier mit Dings, hier mit den Schwiegereltern. Sehr schön. Ganz patente Leute. Ganz patente. Haben sich damals bei eBay kennengelernt, die beiden. Ja. Hat er sie gesehen, hat er gedacht, gibst du mal einen Euro, da geht schon noch einer drüber. Ne? Nein. Das hat er die am Backen. Oder der Oma, ganz patente Oma. Ganz patent. Wir waren jetzt einkaufen gewesen hier in diesem, das neue Kaufhaus. Wie heißt es hier? Das Steg und Klopp die Wosch, oder wie es heißt. Ne? War mal einkaufen gewesen, hat der Oma einen Pullover gefunden und hat den direkt auf der Theke geklatscht. Ne? Und dann sagt die Verkäuferin, sagt ganz nett, sagt sie, na Oma, Tüte dabei? Sagt sie, ne, wenn ich jetzt kein Füller, ich Pulli wieder liegen nachher. So ehrlich, sagt sie. Jetzt mal Tere. Das war aber schön. Und so spontan. Das ist immer das Problem mit den ukrainischen Zirkuskapellen. Die verstehen einen nicht. Lass es! Nein! Ja, nein, die sind gut. Man macht das ja normalerweise nicht, aber ich würde Sie wirklich mal bitten für einen Riesenapplaus für die Orchester Markus Quoth, die mich seit Jahren und Monaten durch den Karneval schmieren. Das Orchester Markus Quoth unter der Leitung von eben diesem. Ist dein Applaus, Markus? Dein Applaus. Genieß es. Ja, ich sehe schon, das werden schöne 2,5 Stunden mit uns. Ich merke das schon. So, manchmal kommt man in Säle rein, da denkst du, oh, hier bist du aber der Einzige, der Spaß hat an der Nummer. Ne? Aber hier ist streckenweise noch Fröhlichkeit verbreitet. Ja. Ja. Hör mal, ich wäre soweit durch jetzt eigentlich. Ich könnte jetzt noch den Witz von der Bratwurst erzählen und dann hätte ich Zeit für Einzelgespräche. So können wir es machen. Ich meine, man hatte mir... Nein. Ruhe. Hier, guck mal, hier steht er, der Schnäuzer. Hier, Bütze Jean ist wieder da. Ne? Tütchen auf, drüber. Nee, ist wirklich wahr. Ich habe ja jetzt zum Beispiel von der Krise keine Ahnung, weil man hatte mir gesagt, vielleicht kommt keiner, weil Krise ist. Jetzt habe ich aber so, dass wir spontan was machen könnten, habe ich keine Ahnung. Ich habe vor 5 Jahren habe ich erst die erste Gage bekommen, ne? 20 € damals, vor 5 Jahren. Ne? Es war viel Geld vor 5 Jahren. Ne? Ich habe ein Jahr vorher habe ich noch für Suppe Auftritte gemacht. Ja. Also war ein Theater, wenn du nach jedem Auftritt mit 600 Liter Suppe nach Hause fahren musst, das war mir zu anstrengend. Ne? Jetzt hatte ich...
Ich finde die super. Der kann kein Lied ganz, spielt aber immer mit. Ne, das ist schön. Ne, aber was ich gerade am Erzählen war, die Jüngeren von Ihnen werden sich an den Anfang noch erinnern. Ich hatte jetzt diese 20 € bekommen. Jetzt wusste ich nicht, was ich mit das Geld machen sollte. Ne? Nein, ein Freund von mir angerufen, der Franz. Der hat Aktien, hat der Franz. Aktien hat der, Aktien. Ne? Na, ich sag, Franz, was mache ich mit das Geld? Wie geht das hier mit der Börse und der ganze Kram? Ne? Er sagte, ja, kann ich dir erklären. Pass mal auf, pass mal auf. Du hast doch ein Grundstück in der Polowiese. Ne? Ich sag, ja. Sag, pass auf, ich gebe dir jetzt 500 €, kaufst dir 10 Hühnchen, stellst du die in die Polowiese. Was machst du damit? Ich sag, grillen. Nein, muss ich investieren. Ich sag, wie denn? Ich sag, du tust ein Hähnchen dabei kaufen. Hüpft das Hähnchen über die Hühnchen, dann legen die Hühnchen Eier, hast du ein Jahr später 150 Hühnchen in der Polowiese. Was machst du damit? Ich sag, grillen. Nein. Ich kann mich kaputt lachen. Ich weiß ja, wie das ausgeht. Weiß ich ja nicht. Ihr auch? Scheiße. Da geht ihr so lange raus. Ich mach drüben weiter. Das ist immer mit den Berufskarnevalisten ist das. Ne? Sie sind aber noch stabil soweit. Ja. Man kann das nie so richtig erkennen, ob sie stehen oder sitzen hinter dem Ding. Das ist, machen wir gleich noch ein Stöckchen in Pfütchen, Mama Hennes im Theater. Ne? Das ich will das nicht. Herr Präsident, das macht mir Angst. Das soll weggehen. Da ist noch so ein Bekloppter. Was ist denn hier los? Wir haben mehr Kameras als bei Ben Hur 2. Ehrlich, das ist, ich versuche mich auf Sie zu konzentrieren. Sie erinnern sich, ne? Grillen? Nein! Muss ich wieder investieren. Ich sag schon wieder ein Hähnchen. Sagte, ja, tust du noch ein Hähnchen? Aber hüpft das Hähnchen über die Hühnchen. Da sind ein Jahr später, da sind 200 Hühnchen in der Polowiese. Was machst du damit? Grillen. Nein. Ich sag, jetzt lass doch der Blödsinn sein. Da bin ich da 10 Jahre am Investieren, habe ich 1000 Hühnchen in der Polowiese. Was hat das mit Börse zu tun? Haben wir einmal Hochwasser, versaufen mir die Viecher. Sagt er, siehst du, er hat sie Enten gekauft. Das ist Börse. Blödsinn, ne? Sehr nah dran. Angst. Kennen Sie den Rest von meinem Programm auch schon? Das ist blöd, ich will hier weg, weißt du, das ist... Ja, aber das ist diese Kölsche Mentalität, gerade für die Gäste, die wir heute... Diese Kölsche Mentalität, die lässt uns das alles ertragen. Nicht wahr? Wir haben ja so stark auch der Glaube in Köln. Ja, sehr stark der Glaube in Köln. Ich habe auch 36 Jahre schon katholische Glaube in Köln. Katholische Glaube bin ich sehr zufrieden mit, muss man sagen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her der beste Glaube, muss man doch. Du kannst das ganze Jahr Mist bauen, da setzt du dich einmal in der Wandschranke rein, ziehst du die Gardine zu, ne? Hebst du die Hand, sagst du, ich war es. Sagst du 3 Gedichte auf, ist alles wieder gut. Alles wirklich vom Glaube her. Doch. Ich hab... Der Ray kommt jetzt wieder, pass auf. Nee, aber wirklich wie der Glaube. Wir haben auch so, muss ich gerade jetzt klären, wir haben so schöne Feste auch vom Glaube her. Nicht? Unser Vereinsvorsitzender, der Herr Meissner, der lädt immer ein, das ist sehr schön. Ja. Waren jetzt im Dom gewesen bei Herrn Meissner vom Glaube, hatte man eine Einladung gehabt im Dom, war schön. Hatten wir hier Sparkästchen-Auszahlung gehabt, ne? Doch, das war sehr schön. Kam einer mit dem Hut rum, konnte sich jeder was rausnehmen, das war sehr schön. Gute Stimmung in der Hütte, hier mit Weihrauchkiffen und so, aber richtig, Und da hatte der Herr Meister die tolle Idee, hatte der das Brotgedicht vorgelesen. Das Brotgedicht mit dem täglichen Brot, das Gedicht. Ne? Unser tägliches Brot gib uns heute. Da saß neben mir einer, ich meine, der wäre neu gewesen. Der kannte das nicht. Der ist ja bei den Kardinalen in der Sakristei gegangen. Ne? Und er sagt, schönen guten Abend, Herr Kardinal, mein Name ist Müller. Ich bin Vertreter für Erfrischungsgetränke hier im Großraum Köln. Ich hätte Ihnen einen Vorschlag zu machen, wenn Sie eine Stelle, an der Sie sonst sahen, unser tägliches Brot gib uns heute, vielleicht sagen könnten, unsere tägliche Coke gib uns heute, wäre ich bereit, Erfrischungsgetränke für alle Messteilnehmer zur Verfügung zu stellen. Aber da war der Meister sauer, kann ich Ihnen sagen. Und Verschämtheit habe ich ja noch nie gehört. Raus! Jetzt kommt, warte, ich kann mal schneiden. Jetzt, pass auf, jetzt.
Eine Woche später. Ja, der Witz ist so schlecht, ich brauche Effekte zwischendrin, weißt du, muss ein bisschen was tun für die Leute. Eine Woche später. Tschüss zusammen. Nein. Das kann man nicht mehr toppen, ich breche das hier ab. Das war eine Woche später. Und es ist erst eine Woche später. Und wenn du jetzt nicht zuhörst, ziehe ich das Ding auf 2,5 Monate, da geht hier keiner nach Hause, Alter. Eine Woche später sitzt er wieder neben mir, ne? Hört das wieder, rennt wieder bei der Kardinal, ne? Sagt er, Herr Kardinal, es kann sein, dass wir uns letzte Woche nicht richtig verstanden haben. Wenn Sie an der Stelle mit dem Brot vielleicht sagen könnten, unsere tägliche Coke gibt uns heute. Erfrischungsgetränke für alle und ich tue noch 100.000 in der Opferstock, machen wir aber ohne Quittung, ist immer so doof, brauchen wir nicht drüber reden. Ist das Thema, ist das vom Tisch? Ist das Thema, da waren doch eben noch viel mehr. Da, und da sagt der Meißner, Unverschämtheit, habe ich ja noch nie gehört, raus! Jetzt kommt das wieder. Eine Woche später war ich nur noch. Ist super. Geht das von vorne los? Das kann sich doch nicht so ziehen. Der wieder bei der Meister in der Sakristei. Sagt er, Herr Kardinal, Folgendes. Sie sagen an der Stelle von Brot, unsere tägliche Coke gibt uns heute. Erfrischungsgetränke für alle. Ich tue 100.000 Euro, in der brauchen wir nicht drüber reden. Und für Sie ist noch ein neues Domfenster drin. Was sagen Sie jetzt? Da wurde der Meister kribbelig. Hat er sich bei seinem Sekretär umgedreht, sagt er, lieber Bruder, wegen dem Brot im Vater unser, wie lange läuft der Vertrag mit dem Kamps noch? Ja, Blödsinn. Hier alle. Halleluja. Nein, aber es ist für die Auswärtigen. Ich muss weg. Das ist für die Auswärtigen nochmal, um das nochmal rüberzubringen. Das ist diese kölsche Mentalität, mit der ertragen wir alles. Ne? Der kölsche Glaube ist blöd. Der Glaube und der Karneval. Gerade der Karnevalsmusik ist ja nicht schön. Guck mal, 35 Jahre Höhner, das hält frisch. Die sehen aus wie neu teilweise. 40 Jahre Marie-Louise Nikuta, 40 Jahre. Da war ich -4, wurde ich schon am Singen. Ist ja Wahnsinn, oder? Oder aber auch, muss man also ganz ehrlich an der Stelle auch mal sagen, Blackfirst finde ich als junger Mann im Kölner Karneval, finde ich das sehr erstaunlich. Wenn ich darüber nachdenke, komme ich manchmal an Grübeln. Ne? Da sitze ich dann in meiner Boot, Boffenung am Dach und denke mir, what die Föß. Lebe wie in Achterbahn, mit dem Rollbrett durch die Stadt, von der Blossmeier und Bumskapelle bis zum Wasser von Köln. Am langen Samstag in der City sind sie der Straße Raffier in unserem Fädel. Von der Kajers Nummer 0 über die Kölsche Brücke ob die Schelsig. An einem Pausje mal am Bickendorfer Bütche oder eine Kaffeebude und sich gefragt, ja, man noch Hus oder soll immer blieben? Sie sind geblieben, Gott sei Dank, auch wenn sie ab und zu nach Frankreich oder Spanien ausgetrocken sind. Das Heimweh nach Köln, gerade wenn es unschön schien, hat sie immer wieder zurückgebracht. Denn sie hatte eine Decke. Und sie haben gewusst, auch wenn das letzte Lied im Rheinhotel verklungen war. Und wenn das Lied im Roxy, du bist die Stadt. Mit all deinen Menschen, mit all deinen Pens, die noch kommen, denn der Mama kriegt schon wieder ein Kind. Mit dem Hausmeister Katschmarek, mit der Alträusche, mit der 3 von der Linie 2, mit der 3 von der Eierquell und mit dem Katrin, meiner älteste Freundin. Der ist damals sagen muss, bye bye my love, denn Moni hat geweint. Kriech doch nicht, Lev Linderloh. Träg lieber uns hat Kleidern und lass mal tanzen. Lass mal uns der Buren tanzen am Polterorf in der Elsassstraße oder am Schützefest. Aber bitte, bitte mit dir Föhn. Und ist da uns eine Fiese über die Pfütsche gefallen. Haben sie wieder hingestellt und die sagt, trink doch eine mit, Indianer kriechen nicht und alles war wieder gut. Wir Kölsche, wir kleben am Leben und wenn wir Kölsche singen, Rud und Wies und wir lassen das um in Köln, dann brauchen wir keiner. Dann sind wir die Weltmeister vom Ring und räumen all derselben Raum, denn wir kennen unseren Stammbaum. Wir Kölsche sind einfach Glück wie ich und du. Schöne Festelabend, tschüss zusammen, Dankeschön.
meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie bekommen natürlich noch Ihre Zugabe. Aber ich glaube, Köln kann froh sein, einen solchen Redner zu haben. Und es ist schön, dass er erst 36 Jahre alt ist. Das heißt, wir können noch darauf hoffen, viele, viele Jahre solche tollen Reden wie heute Abend genießen zu können. Wie soll man ihn beschreiben? Ja, er ist gar kein Büttenredner. Nein, er ist ein Büttenläufer, ein Büttentänzer. Und jetzt kannst du nochmal zum Mikrofon tanzen und zu einer Zugabe ansetzen. Dankeschön. Schön. Ja. Dann nehmen Sie streckenweise noch mal Platz. Sie auch, das zieht sich. Ja. Ist Wahnsinn, bis die sitzen, kannst du eine andere Sitzung veranstalten noch, ne? Ich wollte an dieser Stelle vielleicht Ihnen was Persönliches noch sagen. Ich bin eben draußen gefragt worden, Herr Metzger, was machen Sie denn für zu bleiben? Im Faste leer. Ich mache nicht viel, bin ich ganz ehrlich. Ich mache hier Walking ein wenig. Das ist in der Voreifel, wo ich herkomme, heißt das Talpen. Ne? Talpen wir. Nee, einfach. Herr Rüttgers, Sie sind ja ein Sprachentalent. Sie verstehen ja jeden. So, hier ist Schlauch. Moment, ich räume. Wir nennen das Talpen. Und dann talpen wir da durch den Wald, immer schön, ne? Luft rein, Luft, einfach an der frischen Luft talpen, das hilft. Gehen wir stundenlang im Wald spazieren mit der ganzen Familie und manchmal denken wir, hier, hoppala, ein Mikroständer und dann drehen wir einfach um und gehen in die andere Richtung. Hör mal, ich habe keine Ahnung, was ich erzähle, aber es kommt an. Es ist irgendwie, gehen wir einfach woanders hin. Und auf einmal sagte der Enkel, sagte zum Opa, sagte hier, das ist aber schwer langweilig, die Talperei. Ne? Mach mal was. Jetzt haben wir in einer Stunde erst hier einen Mikroständer gesehen. Ne? Und dann geht der Opa auf die Knie. Pass auf, die Frau, ich habe Sie noch nicht an Lachen gekriegt, das schaffen wir jetzt. Ich knack das. Ja. Also, Sie schmeißen sich weg gleich. Sie hauen sich vom Stuhl. Ich kenne das Ding, das ist super. Pass auf. Sie lachen sich kaputt gleich. Sie nicht? Ich versuch's bei Ihnen, wenn Sie vielleicht Interesse haben. Das ist nur ein Angebot. Jetzt nimmt der Opa sich ein bisschen Gras, ne, packt sich das in den Mund und ist am Kauen und am Kauen und am Kauen. Ich guckt den Kleinen an und sagt, guck mal, Kleiner, hier, da musst du essen, wegen der Vitamine, da wirst du fit für die Vitamine, von der Vitamine wirst du fit, von der Vitamine. Jetzt kommt das gleich, pass auf, wegen der Vitamine. Und jetzt sagt der Enkel, jetzt kommt es, dann sagt der Enkel, nein, Opa, das klappt aber nicht, es kommt kein Kettkartusch. Nee, oh. Das hatte ich mir jetzt aber anders vorgestellt eigentlich. Das geht die ganze Session in der Fernsehsitzung klappt. Was kann ich noch mal ansetzen? So bin ich noch nie fliehen gegangen, ehrlich. Ich muss eine Woche später. Geht der Opa wieder in die Knie, denkt sich, ja, wenn die das im Gürzenich nicht kapiert haben, wie soll der Kleine das kapieren? Nimmt sich noch mal ein bisschen Gras, packt sich das in den Mund und ist am Kauen und sagt, hier, wegen der Vitamine, bleibst du fit für eine Vitamine? Und der Kleine sagt, nein, es kommt kein Kettgas. Kommt nicht an. Ich mache nächstes Jahr wieder Funke, Mariechen, glaube ich. Das ist... Ich weiß es. Es kommt. Ja. Ich mache nur einmal, Markus. Ne? Wenn nicht klappt, schneller Ausmarsch. Czarda, schlinke Tür, einfach raus. Vielleicht merkt's keiner. Auf die Knie. Bleiben Sie dran und konzentrieren sich, das könnte lustig werden. Auf die Knie. Das Gras in den Mund und kaut und sagt, wegen der Vitamine, wegen der Vitamine. Ne? Und, ach, jetzt weiß ich wieder, ich hatte was vergessen am Schluss.
wie eine Vitamine und kaut ne, auf dem Gras. Und jetzt sagt der Kleine, nein, es kommt kein Ketka. Und jetzt sagt der Opa, was hast du eigentlich mit dem blöden Ketka? Ja, sagt der Kleine, der Papa hat gesagt, wenn der Opa in Gras beißt, kriegst du eine neue Ketka. Das muss vergessen sein. Ja, Freunde des Kölschen Fasteleer. Mark Metzger, kein anderer wie er, kann Situationen spontan zu Konfetti umarbeiten. Er ist einfach ein Komet am Kölschen Fastelovenshimmel. Und dein Applaus, deine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3. Meine Damen und Herren, man will es kaum glauben, aber Sie feiern in diesem Jahr Ihr 40-jähriges Jubiläum. Sie sind wie der Dom, ein Stück von Köln und genau wie der Dom nicht mehr wegzudenken. Freuen wir uns auf die Blackfills! Wisst ihr noch, für 40 Jahre mit blecke Füß und lange Haar. Wir waren bekloppt und immer gut drauf. Nur Musik, Mädchen und Blödsinn im Kopf. Und was ist Hück? Hier redet wie und da redet wie. Alles, was schön ist, das darf man nicht nie. Hier redet wie und da redet wie. Alles, was gut ist, das kann man nicht nie. Mir kannte kein Bandschief, kein Leber, kein Milz. Mir hatte kein Angst für nen Kölsch oder Pilz. Mir kannte kein Niere, kein Jallestein und hüpfte von einem oben andere Bein. Ja, und was ist Hück? Redet wie und da redet wie. Alles, was schön ist, das darf man nicht nie. Redet wie und da redet wie. Alles, was gut ist, das kann man nicht nie. La 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 la. Ja, die redet wie und da redet wie. Alles, was gut ist, das kann man nicht nie. Pass auf. Mir brauchte kein Brill, mir kannte kein Jisch. Mir waren elastisch, et gehetzt jetzt in Pflicht. Et Fütsche war heiß und der Rögelscher wärm. Hück Hammer statt Mädchen, ein Wärmfläsch im Arm. Denn redet wie und da redet wie. Alles, was schön ist, das darf man nicht nie. Redet wie und da redet wie. Alles, was gut ist, das kann man nicht nie. Kein Hemmchen, kein Bierchen, keine Schabau, kein Zarett, kein Butter, kein Blutwurst, leider alles zu fett. Bluthochdruck, Demenz und Cholesterin. Mir fresse jede Morgen
schön ist, das darf man nicht nie. Hier ledet wie und da ledet wie. Alles, was jo geht, das kann man jetzt nie. Hier ledet wie und da ledet wie. Manchmal da meint man packet nicht nie. Doch lass mal froh sind, denn da ja nix mehr wie. Dann ist alles vorbei, denn dann sind wir nicht mehr. La 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 was schön ist, das darf man jetzt nie. Hier redet wie und da redet wie. Alles, was jo tät, das kann man nicht nie. Beim Lisbeth in dem Tütchen, das hätte lecker Stütchen und abends an der Blütchen, verzeiht aus dem Tütchen, dem Lisbeth mit dem Stütchen, wie schön die Hütchen wird. Jeden Tag rollt der Jugend auf und da der Typ flog, denn der Junge ist 10 Jahre schon jeck. Ob das Lisbeth, das steht, ob es rennt oder schneit, in dem Bütchen bei ihm um der Eck. Jedes Mal, wenn Arbeit geht, hat der Junge, wo drum sich freut. Ja, und dann stellt sich für, ach, wie schön am doch gehört das Lisbeth im Abend zu mir. Am Wickendorfer Bütchen, da kauft der Jungs im Brötchen, beim Lisbeth in einem Tütchen, das hätte lecker Schnütchen und abends dann am Bütchen, verzählt aus dem Bütchen, der Lisbeth mit dem Schnütchen, wie schön der Bütchen war. Am Wickendorfer Bütchen, da kauft der Jungs im Brötchen, beim Lisbeth in einem Tütchen, das hätte lecker Schnütchen am Bütchen, das ist. Jede Nacht träumt der Jung von der Wogennutzung, von dem Julasch mit Öhnlichen drin. Zur Braude vom Bett und von Himmel und Erd, denn kann mal kein Brütchen mehr sind. Wenn das Licht dann im Raum für ihn steht und ihm endlich die Wahrheit sieht. Ob mit Kies oder Fisch, bist du hier eigentlich noch das leckerste Brötchen für mich. Am Wickendorfer Bütchen, da kauft der Jungs im Brötchen, dann ist mit in einem Tütchen, das hätte lecker Schnütchen und abends dann am Bütchen, und zählt aus dem Bütchen, der Lisbeth mit dem Schnütchen, wie schön der Bütchen war. So und jetzt hier, la 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 la. Da kauft der Jungs die Brötchen, sie haben frische Brötchen, ein Lisbeth in einem Bütchen, ein Lisbeth in einem Tütchen, das hätte lecker Stütchen am Bütchen, das hätte, hey, hey, hey! In London Mall, in New York Law, in die Nokte hängen für die gnädige Frau, die Eskimos, die machen es mit der Nas. Der Italiener gibt doch für zu viel Jas. In Hamburg schmecken sie doch immer schöner Fisch. In München Bussi zünftig bayerisch. Der Papst lädt sich dabei um den Eck. Nur in Köln wissen wir genau, wie es geht. In Köln ihr Bütz ist Bütze Deluxe. Und wunder dich nicht, denn das geht dir als Glück. Das Leben geht gut, das ist die Bütze im Blut. Und ich hab dich auch mit. Und mach einfach mit,
in Köln-Bütz ist Bütze Deluxe. Und kommt noch ins her, denn der fingste die Glück. Es lebe der Idiot, das ist der Bütze im Blut. In Köln-Bütz ist Bütze Deluxe. Wie die in Moskau Bütz, ich bin der Bruder nie. Und kriegst den vom Peter, geht da tierisch wie für Grenzwochen auch immer der größte Genuss. Unter welchen Zucker, süße Schokokuss. Der Japaner bützt sich, wenn er Bütze will. Franzose Bütze immer an der falschen Stelle. Der Judas hing der Bütze ganz falsch an. Nur mit Kölsche wissen, wie man richtig Bütze kann. In Köln-Bütz ist Bütze Deluxe. Und wundert dich nicht, denn das geht dir ganz früh. Im Leben Idiot, das ist die Bütze im Blut. Beschrank dich auch nicht, komm mal einfach mit. In Köln-Bütz ist Bütze Deluxe. Komm mal das her, denn der fingste die Glück. Im Leben Idiot, das ist die Bütze im Blut. In Köln-Bütz ist Bütze Deluxe. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ist schon dabei, im Robe die Duck ist ein Level vorbei. Du bist keine Frosch, du spielst ins Ding Schlüss, dann bist du in Köln zum Prinzbach gebüßt. In Köln-Bütz ist Bütze Deluxe. Wunder dich nicht, denn das geht dir ganz früh. Erkläre dich auch, dass du Bütze im Blut. Beschank dich auch mit, und mach einfach mit. In Köln-Bütz Bütze Deluxe. Kommt noch was her, denn ich fingste die Glück. Erkläre dich auch, dass die Bütze im Blut. In Köln-Bütz ist Bütze Deluxe. Du bist die Stadt und die war all schon. Es ist uns als Mensch schon angenommen. Du hast ein herrlich lange Gesicht. Du bist die Frau, die uns und Wasser kriegt. Blau, den Korn und so bunt, die klingt, du hast Knies in der Blut. Meere ruht, grell geschminkt und der Fund jet breit, Glück, dass dir das all Jod steht. Du bist die Stadt, oh, die war all ich dann. Du, es ist uns als Mensch schon angenommen. Herrlich lange im Gesicht. Du bist die Frau, die uns und Wasser kriegt.
bedanken bei Ihnen, bei dem Publikum in Gürzenich für die tolle Stimmung. Wir haben uns zu bedanken bei Ihnen zu Hause am Fernseher. Sie waren bei der Fernsehsitzung Karneval in Köln des Festkomitees Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Bei der ARD sitzen Sie halt in der ersten Reihe. Und wir haben uns zu bedanken auch beim Festkomiteepräsidenten Markus Ritterbach. Schön, dass Sie dabei waren. Und wir feiern jetzt weiter mit den Blackfoes. Zu dir, du lachst neben mir, das ist zu mir gesagt. Du, ich glaub, du musst ja, das musst du verstehen. Und